aber freier Kollegen, die uns an den letzten paar Wochen verlassen. Ich meine also für den Appell nominal, Simon Beisel, ja, Moser Laurent, ja, Marc Colette, ja, ich selber auch, Radu Claude, ja, Goldschmidt Patrick, ja, Bauer Maurice, ja, Benoît François, ja, Camarda Sylvia, ja, Galles Paul, ja, Römmel Christa, ja, Gersch Linda, ja, Boissante Gabriel, ja, Kahn Corinne, ja, Käufer Anne nach nicht, aber geschwind, Philippe Robert, ja, Aaron Pascal, ja, Bak Nicolas, ja, Constantini Emilie, ja, Milchen Maxim, ja, Afonso Antonia, ja, Weidig Tom, ja, Bartolini Angelique, ja, Biver Bob, ja, Müller Mart, ja, Werner David, ja, und Branka Ludmilla, ja. Wir sind mehr wie en nombre, damit ging ich dann aber direkt Séance non public ausrufen, und als paar Kollegen haben wir uns kurz zu verlassen. So, liebe Kollegen, das Jahr, als nachdem wir den 5. Januar zusammen waren, an uns auf das neue Jahr gefreut haben, an uns das Beste gewünscht haben, als genau an der nämlichen Zeit, von unseren früheren Kollegen, den nämlichen Tag gestorben, und zwar den Robert Goebbels. Er war an der Vakanz, als eben ganz unerwartet als gestorben. Robert Goebbels war an dem Gemengerot zweimal, enkel von 76 bis 84 und dann von 99 bis 2005. Er hat sich so angesagt, wie wir erkannt haben. Ganz direkt, klar seine Meinung gesagt, und er war mitgeholfen, den Staat weiterbringen. Hier waren engagierten Journalist, und Dono hat den Engagement und die Überzeugung mit dran an politisches Leben gebracht. Ich muss sagen, nicht schon hier für allem, ich hatte also am Anfang 2 Jahre die Chance, mit dem Hai an dem Gemengerot zu sein, wir schon Dono an seiner langen Karriere als Minister mehr oft gesehen. Er war nämlich Minister vom 20. Juli 1984 bis den 7. August 1999, und zwar aber angefangen als Sekretär d'État aux Affaires étrangères, Commerce extérieur, dono Ministre de l'Économie et des Travaux publics und dono auch nach Ministre des Transports. Schon hier als Bürgermeister an der Qualität ganz oft haben wir zusammen geschwert, geschafft. Ich muss ganz ehrlich auch so, wir waren nicht immer d'accord, von den großen Punkten, wo wir viel, ich so das ganz diplomatisch diskutiert tun,
Das war über die Cité judiciaire, wo die soll kommen, wie die soll kommen. Dass die Decisionen sie geholt gehen, es waren auch Punkte, wo man unterstützt haben voll. Das war immer, wenn es darum ging, die Stadt zu entlasten von einem gewissen Trafik, Durchgangsverkehr. Ich brauche nämlich ein Wort zu sagen, Route du Nord, wo von anderen Seite mehr heftig attackiert ging. Egal wie, das gehört zu der politischen Auseinandersetzung an der Robert Goebbels, und wir haben das auch an der Chambre, wo eben auch lang war, ganz klar gesagt, und der Robert Goebbels war ein großer Mann, Stimmen zu singen, Überzeugungen, und er war für allem auch ein ganz herzlichen Familienpap. Sing durch der Joanna und sein Fils, hundemengenig an dem Nordhof, alles das in der Strache, was ihn so gern hat. Ich hatte auch die Chance, seine Frau gut zu kennen, und ihn hat ein Großfried für über die großen politischen Engagement, den er hat, seine Freunde gern zu empfangen, an sich sie zu suchen, für sie zu kochen. Das alles waren wir, wird uns mänglich alle Guren ergriffen, wie wir gehört tun, wie ihn eben so stündlich und wirklich unerwartet, aber eben das Feld verloren hat. Ich ging später wieder, dass wir nach uns 2 Personen erinnern. Wir gingen zum Hernu einkehr aufstehen an ihnen allen 3 gedenken. Mit Stadt Lützeburg wird den Robert Goebbels an ganz aufrichtige gute Erinnerung haben. Das ist nicht gut umgegangen, es hat nicht lange gedauert. Genau 5 Tage später kriegt man auch da die furchtbar traurige Novelle, dass auch auf eine ganz unerwartete Art und Weise Froni Krebs uns verloren hat. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, der Robert, den hat 81 Jahre, Froni hat 75. Das ist an der Vakanz mit seinem Mann, als es eben krank ging, an hat den Schock nicht überlebt. Froni Krebs war an dieser Gemeinde wirklich enorm engagiert. Von 2000 an, vom Januar 2000 bis es nicht mehr mit an die Gemeinde Welle gegangen ist, war Froni also von mehr wie 20 Jahren, 23 Jahren, aber wirklich mit Herz und Seele hat sich für die Bewohner von dieser Stadt angesagt, besonders für die, denen es nicht so gut gegangen ist. Froni war nicht nur ein Gemeindekonseiller, war ein ganz, ich meine, all die es kannt haben und die in dem Moment schon in diesem Gemeinderat waren, war Präsidentin von der Kommission de la Mobilité Urbaine, und es hat die mit, wie man das von ihm gewinnt, sein mit fester, und einfach strenger, und einfach gerechter Hand gefeiert. Und das konnte ich auf jeden Fall auch gesehen, weil er war auch Präsidentin von der Kommission des Finances, war Präsidentin von der Kommission du Développement Urbain, von der Mobilité Urbaine, auch von der Kommission des Finances. Und auch da, wenn wir an der Budgetsdebatte waren, hat Froni als, wie gesagt, zügig, aber gerecht durch die Diskussionen gefeiert. Froni war aber auch, war auch an den Member, wenn ich gesagt habe, hat sich besonders angesagt für den Leute, denen es nicht so gut gegangen ist. Es war lange Member am Conseil d'Administration von den Hospice Civil von 2004 bis sogar bis letztes Jahr, bis März 2025, wo es eben einfach seine Demission ging, weil es sich wollte, ein bisschen mehr, weil es sich wollte, sich und seiner Familie ein bisschen mehr Zeit gehen. Froni war aber auch vom 1. April 2016 bis auch bis den 31. September 2024 Präsidentin vom Office Social. Hat an die 2 Datume, wie gesagt, 24 und 25, wo es
op verschiedenen eben Funktionen seg de Mission gin huet, hat wohl sich méi Zeit holen fir wie gesot sei Privatleben fir seg Familie. Me sein Engagement an der Politik war dofir awer nach immer ganz präsent an ich mengen hat war auch ganz froh wéi seg Duchter die Bannen awer viel eben noch kann hun mat Team Dossien durchgeguckt und Louis méi Fanny huet wie gesot huet uns op eng ganz onerwert derweis verlos seg Familie singen 3 Kanner menglich kann ich an allen Numm uns méi wie oprichtigt beilädt ausdrücken an versichern, dat wat Fanny an all dee Joren wie gesoten an all dee Joren 23 Jahre am Gemenge Rot 21 Jahre an dem Conseil d'Administration von Hospice Civil an der sind wirklich Chargen, die ihr möchtet, weil ihr sich wild engagieren, weil ihr wild helfen, gerade wie den Office Sozial, kann ich so, die sie benevol, dat da verdanken wir a viel Leid an dieser Stadt verdanken dem Fanny, dass es ihnen ganz viel geholfen wird. Und dafür uns ganz oprichtig beilädt für den Fanny seine Familie hat wird ein ganz ehrbaren Souvenir an dieser Gemeinde handellosen. Und dann auch nächst ein Jahr, das Jahr 11, die ich mich spät, den 21. Januar, der letzte Mittwoch, das sind also recht 5 hier, wo Mittwoch Moyes, Nouvelle Kommas, dat Colette Flasch an der Nacht angeschlafen war, friedlich angeschlafen war. Das ist ungefähr den einzigen Trost, den an der ganzen Tatsache hat. All die es mehr noch kann tun, und das waren viele, die wissen, dass Colette seine Gesundheit an den letzten Jahren ihm manches zu schaffen gemacht hat. Aber auch das haben wir mit Bewunderung geguckt, wie hat die Belastung mit Courage, mit Disziplin und mit Dignität gedroht hat und immer noch dabei war, wenn die Gemeinde etwas organisiert hat und mit Frieden dabei war. Auf dem Colette sein Parcours an der Gemeinde zurückzukommen, an seinen politischen Parcours, ich meine, die letzte Tage konnte jeder Verein das noch lesen. Colette hat für Tiere abgemerkt, hat auf so viele Plätzen Tiere abgemerkt. Und ich kann mir sagen, ich bin auch ein von denen, der davon profitiert hat. Colette hat Stung für eine ganze Generation von jungen Politikern, von neuen Politikern, Tieren abzumachen, für das Verständnis für junge Frauen. Wirklich, ich will nicht so uns erzwingen, weil genau das war von seiner Charakter, sich hat Stung fern zu seinen Überzeugungen. Er hat das gemerkt, hat das rübergebracht, ohne Violenz, just mit seiner festen Überzeugung. Und dafür kriegt auch der Respekt wirklich von allen Seiten. Colette war die erste, und ich meine, Xavier hat das auf den Punkt gebracht, Colette war so oft der erste. Die erste Frau Bürgermeister, die erste Frau Premierminister, erste Frau Außenminister, erste Frau Präsidentin von unserer Partei. Und er hat das alles gemerkt, mit eben so einerseits Natürlichkeit, und aber Größheit, und Fairness, dass es, wie gesagt, für all die Ideen, für die hat Stung wirklich die Adhäsion von so vielen Leuten gekriegt. An der Zeit, wo Colette Bürgermeister war, das heißt von 1970, für mich von
en fait vom 23. Dezember 1960, bis eben 80 bis Dezember 80 war Colette aber auch während der ganzen Zeit an der Chambre als Member von der Chambre präsent. Und es hat die Zeit mitgemerkt, wo eben so wichtig Dossien ugeholt sind, aber wo hat immer voll der Handelsstung, wie Sachen, die uns hautbell, kann ich sich nicht mehr erinnern, dass es so nach der Zeit war, für die Gleichstellung von der Frau, für nämlich Rechte für bestörten Frauen, die eben bis 72 mannerjährig sind, an dem Moment, wo sie sich bestört tun. Für aber auch so Sachen, für eine Offenheit, für die Liberalisation, für den Avortement, wie aber auch die Aufstafung von der Todesstrafe. Colette hat sich mit Herz und Seele angesagt für die Kosen und sind zu ganz vieles dankbar. Ich kann nicht abzählen, alles das, wo es sich nach engagiert hat. Die hat da Samstag gesehen, 2 Seiten voll all die Engagementen, vielleicht nach auf 40 Jahren, weil denen so eine Wichtigkeit hat, wird man näher, wie Colette Flasch vor. Das war sein Engagement am Sport. 3-mal bei den Olympischen Spielen dabei. Für zu so einer Kondition zu kommen, du brauchst vieles. Du brauchst den Willen, und sich selber zu schaffen, von sich selber das Beste zu gehen. Du brauchst eine Ausdauer. Es lehrt die gewonnen, es lehrt die noch verlieren. Und aber der Madens gehen, und aber nie abgehen. Und genau die Qualitäten, und das auch den Equipegeist und sich selber schaffen, und aber auch den Equipegeist zusammenhalten und weitermachen. Und genau das waren die Qualitäten, die Colette eben noch mal an Politik gebracht hat, an die gemerkt haben, das hat so ein respektiert, belebt Mensch war. Es war nämlich nicht nur ein guter Sportler, ein guter Politiker, es war für uns alle ein wunderbarer Mensch. Mit dem ich so dankbar kann sein, dass ich Freund sein an so viele Schulstunden, Flottstunden, auch trauriger, konnte verbringen. Dafür kann ich nicht mehr dankbar sein. Und ich finde das ganz besonders. Ich meine, noch können wir an ihrer allernumste sagen, dass wir seine Familie und seine Freunde uns aufrichtig beide ausschwätzen und versichern, dass Colette nie wird an dieser Gemeinde vergessen gehen. Ich ging also bitten, eine Minute Ihnen allen 3 zu Gedanken. Ich so nicht, merci. Und wie leben dann eben das? Dann gehen wir lo auf den Ordre du Jour von Haut. Und du hast dann den 4. Punkt von unserem Ordre du Jour. Frauen von der Gemengerat und der Chefferot. Und du hast für dich eine Frau von der Madame Müller. Madame Müller. Merci, Madame Bourgermeister, für das Wort. Am Kader von einer Mesure imminente, das war Datum vom 5. Januar, sollte ein Koppel hier Wohnung verlassen, die der Stadt Lützeburg gehört. Eisen Informationen no berieft sich das Decision auf verschiedene Elemente aus der aktuellen Lebenssituation von der Koppel. No Kontakte mit den konzernierten Services von der Gemeinde an dem Office Sozial stellt sich heraus,
dass keine Administration von der Gemeinde Moyen hat, für diese Menschen eine adäquate Begleitung an ihrem Alltag anzubieten. Die Service leisten eine gute professionelle Arbeit, das steht ohne Zweifel. Aber wie die Situation sich am Moment weist, als es echt eine limitierte Struktur wie ein Nicht-Funktionament von den Services. Mir sieht ganz klar, dass das Koppel ein Akkompagnement am Alltag braucht und nicht kapabel ist, autonom an einer Wohnung den Alltag zu bewältigen. Dadurch fällt es den Gemeinden am Kader von ihrer sozialen Verantwortung, dass das Menschen, wenn sie ihre Wohnung müssen verlassen, nicht ohne appropriierten Logement auf der Straße stehen. Auch seitdem wir nicht mehr das Spezialregime haben, wie 2023 am Kader von der Trêve hivernale, muss die Stadt Lützeburg seiner ethischer und sozialer Verantwortung vis-à-vis von diesen Menschen bewusst sein. Ganz klar an der Wanderzeit mit einer intensiver Gefahr für die Gesundheit. An diesem Kontext erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen. Was für konkrete Alternativen sind am Moment für das konzernierte Menschen vorgesehen? Kann garantiert gehen, dass eine appropriierte Wohnstruktur mit einem engmaschischen Suivi assuriert sind? Wie passt Stadt Lützeburg am Generellen ab, dass so Situationen wie die genannten nicht zu einer Augmentation von Obdachlosen führt? Ich sage nicht merci. Merci, Madame Kahn. Ja, vielmals merci, Madame Müller. Ihr wisst, ich appréciere für allem bei Ihrem Engagement für die anderen. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass wir den Heibannen alle Guten haben. Quer durch die Parteien und alle gut, wie wir hier sitzen. Allerdings werde ich ein bisschen mehr appréciieren, dass, also ich meine, das ist gut verrecht, die Frage zu stellen. Ich meine, die Kinder bald besser darüber antworten wirst, weil wir sind schon seit einem Monat am Gangen, wo ich ganz transparent, ich alle Informationen geben, die ich schon ich Foto gewesen, schon ich gesagt, dass nur die zweite Funding ist, wo die Frau, weil das mal eine Priorität Frau, die da lohnt, so vetust analysiert, an einem so schlimmen Zustand, dass man die ganz muss für 100.000 von Euro frisch machen, und das ist die zweite. Man hat das schon ein Jahr schon nicht gesagt, dass wir große Probleme haben, weil die Koppel oder die Frau, ich weiß nicht, Exkremente von ihren Hunden und Briefkästen von den Obrigkeiten, sodass die ihre Kurier schon müssen hier auf die Gemeinde kriegen, weil die nämlich können gebraucht gehen, hier die Briefkästen. Und ich weiß auch, dass ein Service wird dir dort gesagt, das heißt, wir sind hier wirklich ganz transparent. Aber wir sind hier bei der Stadt Lützeburg nicht das Gesundheitsminister, aber wir sind auch keine Psychiatrie. Und wir können auch mehr Sozialarbeit, so viel wir können. Ich meine, dass uns nicht zu teuer für die Sozialarbeit. Wir machen mit unseren Partnern zusammen all Tag eine ganz tiefe Sozialarbeit. Das Problem ist aber, weil Leute sich nicht füllen, Hölle verlassen. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten ja da SMS, wir haben geschwärzt, die hat mit anderen Leuten geschwärzt. Wenn zum Beispiel ein Rendezvous im Office sozial hat, und er könnt nicht, und er will nicht geholfen kriegen, und er kollaboriert nicht, dann irgendwann ist die Sozialarbeit mit seinem Latein definitiv Ende. Und ich habe gesagt, dass ich fährte, dass hier andere Probleme sind, und dass die professionelle Hilfe brauchen. Und die professionelle Hilfe, die geht über das raus, was ein Gemeng kann offerieren. Da muss ich schon wahrscheinlich gucken mit professionellen Psychiater so ein Schlummel oder ich weiß nicht, Psychoanalysten, dass die vielleicht da helfen. Das werde ich will antworten. Erstens mal, die Leute noch hin und sie wollen nicht ohne die hin, da können sie natürlich nicht auf Foyer kommen, das ist auch ein Problem. Das werde ich so, als aber auch das, was der gestern, oder nicht gestern, mehr Freitag nach vom Service Logement am Telefon gesagt hat, dass die Prozedur läuft, dass die nicht direkt dann do raus müssen, lo am Winter. Das heißt, das dauert lo natürlich noch ein bisschen, bis das die do raus müssen. Nichtsdestotrotz müssen wir sie aber rausholen, auch für die anderen Leute rundherum zu schützen. Und wir sind da wirklich mit unserem
Latein N. Schmenge können zu so, dass wir als Gemeng wirklich und Sozialverantwortung immer überholen. Wir müssen aber auch dem Steuerzahler verpflichtet, par rapport zu denen Suen, die man dann investieren für also schon erst Foto gewiesen zwischen den Lächer an den Mauern, an den Exkrementen, an Tieren, die Futti sind an. Also es sieht ganz schlimm aus, dass alles Futti Sachen rausgehabt, Krinnen und so weiter und so fort. Also es sieht wirklich ganz schlimm aus. Die Wohnung muss als Zweitwohnung de Fond en Comble renoviert gehen. Und dafür schwätzen wir ja auch mal denen. Wenn eng Mirakellesung gin, da weist man, da weist Dire dann nicht weist auch. Mit dem Fett aus, dass den nicht gibt. Sie gehen lo nicht nächste Woche rausgesagt. Das wurde auch vom Service Logement so konfirmiert, das ist eine ganze Prozedur und so weiter und so fort. Aber wo die Leute ja nur landen, auf wen ihnen helfen kann und muss, das kann ich lo haut nicht so. Wie gesagt, nach ein Kehr, wir sind halt ganz transparent, mit nichts zu verstoppen. Wir wollen alle gut helfen. Wir wollen alle wirklich gucken, dass es den Leuten gut geht. Wir stoßen heinst du auch an uns Limite leider. Und dafür, voilà, kann ich nicht auf alles ganz genau antworten, aber wir machen alle uns best. Vielmals merci. Merci. Dann eine nächste Frage von dem Herrn Benoit über Defibrillateuren. Ja, vielmals merci, Madame Boemeestech fir d'Wurz. Den Informationen vom CG Disno sind über 600 Leute Joer zu Lützeburg, die einen Herzstillstand haben. Und an ungefähr von 70% von den Fällen hast du in der Gegend. Das ist aber so, dass die Statistiken nur just 44% von den Leuten, die dann dabei sind, bei so einem hypothetischen Herzstillstand eine Reanimation direkt können machen. Das heißt, auf der einen Seite muss man natürlich die Leute noch besser sensibilisieren, dass sie wissen, wie sie in so einer Situation umgehen. Auf der anderen Seite gibt es einen UT, der ganz sinnvoll ist, für dann so sehr wie möglich eine Reanimation zu holen. Daneben, dass ich natürlich muss so sehr wie möglich Rettungsdienste rufen. Das sind eben automatisch externe Defibrillateuren. Wenn in Lom sieht, reagis.lu guckt, da konstatiert er, dass auf dem Territoire von der Stadt Lützeburg 75 so Apparate gehen, die aber de Gros von der Fall entweder an Gebäude sind, die zu sind oder zum Teil zu sind, aber nicht wie zum Beispiel an andere Gemeinden der Fall ist am öffentlichen Raum. Wenn ich zum Beispiel die Quartier von Boneweg gucken, die wo die meisten Leute wohnen, da konstatieren ich, dass zum Beispiel an der Chambre des Salariés so ein hängt, dass ihn am LTB hängt, an der so auf dem Site von den CRL da hängen. Das sind aber Plätze, die wie gesagt nicht immer ob sind und zum Teil auch ganz weite Wäsche, dem Niveau in der Fleisch brauchen. Gehen auch noch an Sportzahlen und so weiter. Wie gesagt, sind alles Plätze, die eigentlich so sind, zum Teil auch Plätze, die weit weg sind, dem Niveau dann so ein Gift brauchen. Ich habe noch probiert, auf einem anderen Platz, notamment eben dem Site von der Stadt Lützeburg, dann zu finden, wo es da gibt, die wo hängen. Wenn ihr auf dem Site von der Stadt Lützeburg seht, von denen eigentlich weiter keine Informationen, wo die Stadt Lützeburg da abgehängt hat, geht das auch fest, dass die eine Reihe hängen, notamment, wie ich gesagt habe, als Centre kulturellen, als Sportinfrastrukturen oder Gebäude von der Gemeinde selber. In dem Sinn wollte ich vorstellen, ob die 24 könnt so wo die Stadt Lützeburg bis lo überall Defibrillateuren abgehangen hat, was die Lin-Direktrice als respektive Strategie, nur was Kriterien auf wo die abgehangen gehen von der Stadt Lützeburg. Wie sieht ihr das? Meint ihr nicht, dass es einfach sinnvoll wäre, wie auch andere Gemeinden nicht machen, geht das evident, dass es nicht auf alle Ecken ein, du kannst sich aber eine gewisse strategische Ausrichtung geben, wo ihr seht, okay, auf den Hauptplatz will man ihn abhängen. Was sind da vielleicht Liniendirektrissen, die in sich kennt, gehen, respektive will die das machen, für da auch am öffentlichen Raum abzuhängen? Wenn in die da abhängt, du könnt ihr natürlich direkt sagen, okay, das Risiko für Vandalismus, dass der Futti gemacht wird und so weiter. Aber viele Gemeinden hängen da schon mich auch mit anderen Eluen da aufgeschwärzt und da noch gefragt, du gibt eigentlich kein Vandalismus, die gemacht wird. Also sowieso, wenn ihr es raushält, dann ist normalerweise ein Alarm, den geht, respektive du gibt dann in einer zentral alertiert und es gibt eigentlich kein Problem auch an andere Gemeinden da. Dafür eben, wie gesagt, bin ich froh. Wissen, dass es halt keine Obligation legal für die Gemeinde gibt, das ist mal ganz klar. Aber ich meine aber, dass es sinnvoll wäre, da auch an der Stadt Lützeburg anzufangen, abzuhängen an Lieu Publiken.
Selbstverständlich kann ich nicht überall hin abhängen, ich meine, kann ich einfach einen gewissen Marche suivre gehen, für auf den Hauptplätzen da abzuhängen, respektive immer an einen gewissen Radius, aber voilà, und die Idee meine ich auch ein bisschen, wenn in Sensibilisation guckt, von einem Site wie dem Reagis.lu oder einem Staying Alive, da ist es da so, dass die Leute, die auch wissen, wie eine Reanimation geht oder die bei denen Programmen mitmachen, dann noch gucken, okay, wo hängt den an der Agent ist bei mir, für das dann am Fall, wo sie auch gerufen gehen, bei einer Reanimation, dass sie wissen, wo den hängt. An dem Sinn, Madame Boemeester, so ich vielmals merci für eine Antwort. Merci an den Herr Bauer, werde ich darüber antworten. Merci, Madame Boemeester. Merci, Herr Benoit, für Ihr Froh, die ein ganz interessant Froh, also ein wichtig Froh ist, weil es wichtig ist, dass die Population auch weiß, wo das die Apparaten hängen. Und da wenn es etwas wird, wir können froh sein, dass heute denke ich, können kurz den Punkt zu machen. Ich habe am Anfang gefragt, wo die Stadt Lützelburg Defibrillatoren am Moment hat. Du hast so, dass die auf reagis.lu geguckt hat oder 75 UG sind Territorium von der Stadt Lützelburg. Da sind aber den 75 die von der Stadt Lützelburg nicht dran. Die Stadt Lützelburg hat daneben nach 136 Defibrillatoren am Moment. 136 Defibrillatoren am Moment. Das auch, du hast über die letzten Jahre ganz viel geschafft, weil Titre d'Information 2018 hat man dann nicht mehr 60, das heißt, sind wir schon über das doppelt. 2019 hat man dann 90. Heute sind wir auf 136 Defibrillateuren, die dann neben denen, die reagis.lu sind. Die ganz große Majorität von unseren Services haben alle guten einen Defibrillateur bei sich an ihrem Service hängen. Alle guten als Sporthallen haben einen Defibrillateur, alle als Piscinen, auch als Sportterrain, auch alle guten als Centre kulturellen haben einen Defibrillateur. Wir haben auch am LCTO 2 Defibrillateuren, die an den Kasematten hängen. Und das ist so, dass wenn da fragt, wie ist die Direktrice, also so, dass die natürlich an einer ersten Phase hier abgehängt werden, wo wir wissen, dass viele Leute sind an unseren Sporthallen, auf den Terrain, und dass man natürlich auch, das Kriterium wäre da, wo Menschen NRW sind. Und da sind also eben, wie gesagt, Piscinen, Terrain de Sport, wo das als erstes ausstaffiert gehen ist. Das ist auch so, dass die an den Sporthallen, auf den Terrain und an den Piscinen von dem Service Sport erhalten gehen, während all die anderen über das Service Sécurité von der Stadt Lützelburg erhalten gehen. Dann ist natürlich so, an die hat Europa hingewiesen, die meisten von denen 136 sind natürlich spannend. Das muss ich so, und die sind natürlich dann auch nicht mehr accessibel während der Ouvertüre von den jeweiligen Häusern. Und da sind wir auch am Gangen und eine Strategie zu schaffen, für sie mehr Bausen abzuhängen. Wir haben Assistat, haben wir 3 Defibrillateuren, die in Bausen sind. Ein ist beim Haus von der Natur, ein ist beim Service des Eaux und ein ist bei dem Service des Parcs. Du hast so, dass wir am Gange sind, und da sind wir auch dankbar, dass wir noch heute wirklich so, und dass ein Service, notamment Service Sécurité am Gange, dass wir das schaffen, am Gange eine Strategie mit strategischen Plätzen, wo wir es auch können am Exterieur, also draußen abhängen. Und da soll mir als Chefrat eine Proposition gemacht kriegen am Frühjahr des Jahres, dann haben die Service alle guten Tour gemacht. Du hast natürlich die ersten Endroits, die gemerkt sind natürlich auch eine Idee, wo wir wissen, dass ganz viele Leute zirkulieren. Ich soll nur als Beispiel den Plus, den Knödlerhai oder Place de la Constitution, für der dort zu nennen. Ich meine, da muss man da gucken, das Ganze deployieren, eventuell auch, ob es notwendig ist, auch an der Gekracht hier zu machen. Aber wie gesagt, für das man aber plus die Reagis haben wir aber über 200 Defibrillateuren los schon im Territorium von der Stadt Lützelburg. Ich meine, dass man da gesehen, auch von der Evolution guckt, dass da aber ein richtiger Effort was die Gesundheit von den Leuten angeht, die die letzten Jahre gemerkt haben. Das heißt, wir froh sein, dass wir sind NRW für die Toten zu machen, ob dem für Weg schon an den Espace public zu gehen. Das ist auch so, dass die hat mit Recht gesagt, dass auf unserer Internetseite, die noch nicht zu finden sind, da sind wir am Gang zu gucken mit dem Service von der Kommunikation und von der Relation publik, dass wir das auch hier an Treib machen. Letzte Information, die aber wahrscheinlich auch ganz wichtig ist, dass das ungefähr an die davon geschwärzt, stayingalive.lu, staying
alive.lu. Das ist eine Initiative vom CG10. Wir haben zum Beispiel auch alle guten die Defibrillateuren, die die Stadt Lützeburg hat, haben wir dem CG10 auch mitgedeelt. Das heißt, die müssten eigentlich auch auf dieser Applikation Staying Alive.lu zu finden sein. Für den Rest, als noch vielleicht aufschließend so, dass auch alle Trammen vom Tram mit Defibrillateuren ausgestattet sind. Ich meine, das ist nicht unbedingt so bekannt, dass mir auch wichtig ist, dass die Leute, die vielleicht an einer Situation so fanden, das dort alles wissen. Da will ich auch merci sagen, auf dieser Platz viel froh, weil da es erlaubt wird, vielleicht denke ich auch über die Presse, die dort Informationen und das Grand Public weiterzugehen. Ich sage vielmals merci, viel froh. Merci auch. Und dann noch eine letzte Frage, auch vom Herrn Benoit, über Terrain Multisport. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, es geht Terra Multisporen an enger Reihe Frohen für die Verbesserung von der Qualität von den Terra Multisporen, die Rugedo gesehen von Leuten, die viel benutzen. Die Stadt Lützeburg hat eine ganze Reihe der Terrain, und die gehen auch glücklicherweise viel benutzt, und das ist eine super Sache, notamment zum Beispiel für Basket zu spielen. Das ist aber so, dass eben, wie gesagt habe, von Leuten, dass sie eventuell kein an einer längerfristiger Perspektive an den neuen beisetzt, respektive an den die restauriert, da notamment an Punkte von der Qualität der Sicherheit an der Möglichkeit für sie zu benutzen auch keine Verbesserungen machen, und in dem Sinne, dass die heute froh auch an der Optik, dass die auch gestaltet, wie gesagt, das ist gut, dass der Terrain gehen. Es gehen viele Erfahrungen gemacht, für das zu tun, aber en vue von Verbesserungen, die mich ruhig sind, habe ich die heute froh gestaltet. So, als zum Beispiel, mein Beispiel von dem Kaltreis, das ist ein ganz harten Terrain, den also im Guderon, und natürlich, wenn du fällt, wenn du Basket spielst zum Beispiel, kann ihn sich wirklich wehtun. Basketballs Kiew sind zum Beispiel auch aus so metallene, rigide metallene Strukturen. Da gibt es wohl auch andere Modelle, die Männer hart sind, wohin sich Männer wehtun, und dann gibt es eben auch Terrain, das ist beim Kaltreis nicht der Fall, wo ihr nicht kein Fontaine d'eau hat für Wasser zu trinken, respektive heinz, da sind so auch Plätze, wo dann einfach die Luten frei ausgehen zu gewissen Jahren, also Gluten ausgehen, wo da aber schon vielleicht leichter ist, wo man aber nach kein 10 Uhr haben, wo ihn also eigentlich nach du kennt spielen wird, gerade wissen, dass Leute aber an der Schule sind den ganzen Tag oder schaffen, doch auf verschiedene Plätze kein sinnvoll sind, die Gluten ein bisschen mehr lang uns machen. In dem Sinn gebe ich mal ab, Madame Boemeester, folgend vorzustellen, wie viel der Terrain Hummer aktuell an der Stadt, an wie ein Tipp für Revertement, Hunde verschiedene Terrain ganz grob gesehen. An der Analyse, da sind dass da ganz viel am Guderon sind, dass du einfach Risiko für Blessuren gibt, dann ob ich nicht eventuell mehr adaptierten Revêtement kennt fanne, für das Risiko für sich an den Gelenker weh zu tun oder wenn ihr fällt, für den zu minimieren. Wie ist es par rapport zu den einzelnen Equipementen, die auch da rundherum sind? Sie wird schon das Beispiel von dem Basketballskurve genannt. Vielleicht können die auch Verbesserungen machen, für das es besser ist, für zu spielen. Dann hätte ich die Frage gestellt, inwiefern, wenn es dem Eklarage auch kein gucken, dass auf verschiedenen Terrain vielleicht in ein Lut kann, die bis 10 Uhr ist. Das Klo nur um 10 Uhr. Aber für die Runde kann ich dann vielleicht noch eine Form machen, dass mehr Leute davon können profitieren, respektive Plätze, wo ihr könnt auch nach Trinkwasserfontänen hinsetzen, für das die Leute dann gerade, was ja wirklich ein großes Thema ist am Kader von der Klimakrise, dass es einfach Situationen gibt, wo es einfach wichtig ist, dass die Leute sich anständig hydrieren. Das heißt, auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo ich noch kann noch besseren. Und allgemein natürlich an der Optik von den Verbesserungen, also natürlich immer sinnvoll, dass ihr mit den Communitäten schwätzt, die auch nutzen. Und du weißt eben, mich ruhig, dass es auf Facebook und so weiter eben Gruppen gibt von Leuten, die sich auch spontan dann treffen, wenn sie die auf den Terrain spielen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Option, dass sie aktiv probiert, die Gruppen zu finden, für mit den Leuten zu schwätzen, wenn ihnen die Verbesserungen angeht. Ich weiß zum Beispiel, dass justement für die Kaltreise so Gruppen gehen, wo Leute, die sich einfach treffen und die sich dann organisieren. Und das wäre natürlich gerade interessant für die anzubannen, en vue von einer Verbesserung. Ja, du siehst ganz durch den Ewe, aber dann beißen. Wir haben aber gut verstanden. Wir haben aber gut verstanden. Und den Herr Bauer werde ich den Herr Bauer verstanden, okay. Ja, weil das ist an seinem Service. Entschuldigt, okay. Ja. Ich war ganz durch den Ewe, ich werde dann aber dann beißen. Nee. Der sieht hier gut in den Händen, mehr dir keine Sorgen. Der kriegt die richtige Antworten von den Leuten, die Kompetenz über den Service haben. Dafür Herr Bauer, die hat Wort.
Merci, Madame Bürgermeister, merci, Herr Benoit, für Ihre Frage. Ich probiere, da bestmöglichst so gut zu sehen wie Madame Beisel für auf Wie Ihre die Frage zu Regie antworten. erwartet von der Madame Beisel. Wie ich von der Madame Beisel erwartet habe. Voilà. Also, die hat eine Frage gestellt am Zusammenhang mit den Terrain multifunktionellen. Ich kann nicht so sagen, dass wir am Moment 19 auf dem Gebiet von der Stadt Lützeburg haben. Davon sind da 3 am Moment am Gangen, entweder frisch gemacht zu gehen oder supprimiert, zum Beispiel den an der Petrus, den also im Moment eben muss den erneuert gehen, weil ihm natürlich an ganz erbeste von der Renaturierung von der Petrus gefällt, ob der Gär, an dann hast den zu Dummelding, wenn es dem Chantier vom neuen Schulcampus, die geht auch ersetzt, und die wird auf dem Dach von der neuen Sporthalle wird den zurückkommen. An zu Gasbrüch geht eben auch das Projekt mit dem neuen Projekt von der Maison des Jeunes ersetzt. Voilà, das heißt, 19 von den 19 sind da 8 mit Macadam, und die anderen sind mit einem anderen Teppich, mit einem anderen Belag vorgesehen. Du hast aber so, dass sowohl bei dem einen wie bei dem anderen die Verletzungsgefahr natürlich immer da ist. Man kann dem Terrain auch nicht Zimmel machen, weil so sprang Bell auch nicht mehr drauf. Das ist ein kleiner Desavantage, wenn ich Europa will Basketball spielen zum Beispiel, ist das etwas, was in dem Moment da eng von den Frauen ist. Dann hat gefragt, ob verschiedene, ja, das tun sich gesagt von den Revêtementen. Das ist so, dass wir natürlich allkes, wenn wir ein neues Projekt machen, wo so ein Projekt Multisport afro könnt, gucken wir natürlich, was sind Technologien, was sind die Evolutionen von den Materialien, die wir da können holen, an die in dem Moment am besten möglich sind, für Europa zu antworten. Das ist auch so, dass alle Guten, und du holst dann auch, weil der besatzt wird auch am öffentlichen Raum, du hast die Fitnessapparate, die wir in dem Moment auch oft bei den Terra Multisporten dabei haben, die genauso wie als Terra Multisport gehen 3 bis 4 Mal pro Jahr für Luxkontrolle aufgeholt, für überprüft zu gehen, für dass wir sicher sind, dass wir hier den Bürgerinnen und Bürgern von der Stadt Lützeburg Infrastrukturen zur Verfügung stellen, die wirklich auch den letzten Stand von der Sicherheit auch natürlich garantieren. Ich meine, da ist natürlich darum, ein Offer zu machen, aber die Offer muss natürlich sicherisiert sein. Man muss den Menschen erlauben, die Aktivitäten an aller Sicherheit können zu machen. Dann hat uns vorgestellt von dem Éclairage. Das ist nicht so einfach. Weil, notamment, wenn da so ein Terra Multisport hat, die sind immens flott und sie gehen auch glücklicherweise viel besicht. Mit Kohabitation auf so einem Terra Multisport, respektive bei so einem Multisport, ist nicht immer evident. Wenn wir nämlich eine Belichtung oben machen, da wird da bis oben auch gespielt. Und ich invitiere nicht alle Guten, die Leute zu fragen, die neben so einem Terrain wohnen, die dann, wo ein bis oben 10 Jahre Basket spielt. Da muss ich sagen, du hast Qualität wie nicht mehr ganz groß, und du könnte zu ganz klaren Konflikten zwischen den Besoinen von den Residenten, den Leuten, die da wohnen, die aber auch zu Recht dürfen darauf hoffen, dass sie nach Ruhe irgendwie den Ofen verbringen, an den Leuten, die da Basket spielen, die auch ein Urrecht haben, für irgendwo hier Freizeitaktivitäten zu haben, da wäre es eigentlich auch flott, wenn in dem Moment da kein nach aus Rücksicht von den Nachbarn noch gucken, da vielleicht auf dem Terrain zu gehen, wo nicht so viele Leute wohnen. Aber das ist aber eine von den Problematiken, die wir ganz klar haben, dass wir da eine Demande haben, für oben mehr lange zu machen, aber dass wir auf der anderen Seite doch wirklich Hemmungen haben, für zu viel lange zu machen, weil einfach sonst die Qualität der Wien nicht mehr ist. Da kommt auch dabei, dass man haben auf den Terra Multisporten auch Leute zurückfahren, die man eigentlich nicht wollen, dort zurückfahren, die dort Aktivitäten machen, die auch nicht dort sollen stattfinden. Da ist das auch immer eine Geschichte, die man müssen klären. Die andere Frage, die man auch haben, dass wir noch ein Rutschleute, zum Beispiel die Kohabitation auch schlecht machen, weil sie dann vorbei kommen, weil sie sonst nirgends ein Terrain haben, und die dann dahin auf die Terra Multisport gehen, und wo dann zum Beispiel oft dann mit Jungleute, Jugendliche weggedriven gehen von den Terrain, weil sie da Lust haben, hier Sport zu machen. Auch das sind Sachen, die wir probieren, an den nächsten Wochen auch nach mehr Klarheit zu schaffen, mit Alterslimitationen, an wen überhaupt auf die Multisports-Terrain zu gehen.
Dann ist es so, wir hatten am Kader von den Quartiersplänen haben wir ja auch ganz viele Retoure gekriegt über die ganzen Aktivitäten bei uns, wo wir ganz klar ein Besoin spüren, für die Sachen zu komplettieren, für die Altkartieren zu gucken, wo Sachen existieren oder wo Sachen nicht genug sind. Da haben wir ja auch den Auftrag gegeben für als eine Strategie Plan plenaire zu gehen, an dem wird man die dort Frauen auch alle gut gucken, für zu sagen, hey, wo haben wir genug Multispare, wo sie vielleicht nach sehr Löcher, wo ihr vielleicht nach ihrem Mist dabei setzen, oder wo sind einer Outdoor-Aktivitäten wie der Fitnessapparaten, da das selbst, was man regelmäßig gefragt wurde, wie Multisports-Terrain, da das selbst, was man da machen. Dann hat nach mit den WC Publik gefragt, WC Publik haben wir als eine Linie gehen, dass man die eigentlich schüss dahin machen, auf die Plätze, wo eine Frequentation, eine starke Frequentation ist von dem Site, wo wo de Publikum eigentlich censéiert, das bis mir lang auch dort zu bleiben, an wo kein WC-Publik a Proximité ist. Wir haben da die Sachen genug geguckt, das schenken wir am Moment auf jeden Fall ganz an der Reihe zu sehen, überall bei den Terrain, wo WC-Publik dabei ist oder eben, wo man nach Kee gemacht hat, und als dann normalerweise sind die Kriterien da nicht erfüllt. Die letzte Frage, die da gestaltet wird, das war die am Wasser. Auch da haben wir die Analyse gemacht. Und wir haben aber eine ganze Reihe von den Multisporen. Haben wir einen Point für den Rest sind wir am Gang. Wir haben zum Beispiel an der Rue de Marche Boulevard Kaltreis als ein, viel gesehen an der Rue de la Marche für den April des Jahres. Wir haben auch an der Rue Thomas Björn, wo wir auch da viel gesehen, eine Fontaine, also auch viel gesehen. Und für den Rest sind wir immer am Gange zu gucken, wenn wir merken, dass die Frequentation, wie gesagt, mehr groß geht, dass wir dann in dem Moment eigentlich auch an so Kriterien kommen, dass wir dann durch können reagieren und dann eine Fontaine Donau eventuell beisetzen. Das geht natürlich immer nicht mehr, wenn wir auch dann die notwendigen Infrastrukturen haben. Das bringt da relativ viel Arbeit mit sich. Wir meinen das aber, wenn wir das können machen. Das heißt, merci für die Frage, das ist auch flott gewesen für einen Punkt, ob der dort eine Situation zu machen. Ich meine, wir werden weiterhin gucken, dass wir an der Quartier meist viel offener machen für uns Leute, mit das heißt du eben die Kohabitation, das heißt du nicht ganz evident, sobald ihr nur bei Residenzen könnt, als der etwas, wird mit verschiedenen Problematiken aber auch verbunden ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Vielmals merci. Merci auch. Wir kommen dann auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du jour. Zirkulation sind dort zu Wortmeldungen. Wir schreiben ab den Herr Benoit, den Herr Boissante. Ja, abgeschrieben. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester, für das Wort. Ich hatte 3 Wortmeldungen, 3 Sujets, die ich kurz ausschwätzen. Das erste ist, wir haben eine ganz Reihe Dispositionen drauf, wo es den Velosweg geht, den an der Milleberg ist. Das ist ein Velosweg, den ganz gut als größtenteils, an dem wir wirklich auch begrüßen. Problem bisschen als den natürlich an der letzten Gemeinderatssitzung auch schon angepasst, von den dann Hand auf der ersten Platz rauskommt. Da bedauern wir es wirklich immer noch, dass du nicht geguckt wird, wie das in eine bessere Möglichkeit hat, für dann rüber zu kommen. Einerseits vielleicht an Laurent Ménager oder eben auf den PC an dem Lavalspark. Wir meinen, dass es da auch möglich wäre, eine bessere Solution zu finden. Ich wollte einfach eine abwerfen. Entweder kennt den Velosfahrer, wenn es der Milleberg könnt, irgendwie sich anreihen lassen, dass sie mit den Fußgänger rüber können und dann über den vielleicht die Spielbreiten Trottoir, dass sie dann rüber op den PC könnt respektiv an Tru Laurent Ménager mir op Fall wie lo fir den der Fläch ganz gut an der Milleberg, mir wann bis bei der Roder Lut steht, dann muss iwwer mengglisch 4 oder so 5 Spure Stroß matten am Trafik, dat mcht ken méi mat Sänger mat van de klein Kanner dabei huet an or als erwussen Zider den du dann ewer ferm der Teschneiker den Appell, dat du guckt eng Solution ze fannen, mir wëssi steht lo Chantier do un. Wir hat am lächte Gemengerot schon mat enger Motion thematisiert. Wir giffen net wirklich begräßen an der Kohärenz vom Reso, da sind se Staaten enker gif ugucken. Zweet Remark, da das eng als Aktualitätsgrünn op der Erlerstroß krut mir eng Foto geschickt von dem Trottoir, der von der Sterreplatz rup geht. Also von der Sterreplatz Rupp, Dareler Stroß. Du hast am Ende Chantier und da stehen so Barrieren, die am Anfang den Trottoir. Und der Trottoir ist du extrem eng.
Ich kann nicht die Foto nur weiter schicken. Am alle Fall also so, dass man so gelassen, dass von Jahrzehnten ein dätliches Accident gouf man einem Kant genau auf der Platz. Das wäre gut, wenn der Stadtdenker gibt gucken. Den Trottoir hast du extrem eng. Du wirst du also auch ganz viel Trafik, dass in der Stadtdenker guckt an zum Teil eine Upassung möchte, aber dass Fußgänger, dass Pol d'échange Leute die der Straße abtrüppeln, dass in du vielleicht guckt eine bessere Solution zu finden. An der Menge letzte Remark, die geht über den Ordre du Jour raus und trotzdem will ich so kurz thematisieren. Die Regierung hat ein Gesetzesprojekt für den Tram auf der Erler Straße deposiert. Da steht noch dran, dass Stadt Lützeburg logischerweise auch ihren Teil muss dazu beitragen. Ich meine, es wäre gut, wenn an einem relativ neuen Zeithorizont kennt eine Mobilitätskommission abberufen, dass man auch die Detailüberlegungen für die Erler Straße dann auch hier am Niveau vom Gemeinderat präsentiert kriegen. Einerseits, was das Projekt selber angeht, aber auch was die Passage angeht von anderen Extensionen. Weil ich denke, dass ja nicht an der Optik schüsst, dass ein Tram bis bei den CHL soll fahren, anders drüber, aber ich meine, dass ja von allem auch wichtig, dass von da ist, wo das sehr weiterfährt, weil das ganze kostet ja auch ein Pack Geld, dann dafür wäre es eigentlich wichtig und auch fair, wenn die Conseille informiert gehen darüber, über die Projekte, wo wir dann noch irgendwann mal saisiert gehen. Vielmals merci. Vielmals merci. Herr Benoit, Herr Bosanti. Merci vielmals für das Wort. Als üblicher Punkt von unserer Fraktion sind die Punkte von der Zirkulation, wo wir uns enthalten. Mit das auch ein zweiter Punkt, den ich wollte hier erwähnen. Wir haben eine Limitation von der Zirkulation, von der Geschwindigkeit von der Zirkulation, die von 50 auf 30 hochgeht. Das ist eine temporäre Mesure für verschiedene Travaux, die am Val de Ham geschehen. Du warst froh, wie dass wir das temporär machen können. Wir das nicht eine Gelegenheit für das ein bisschen mehr lang zu halten und gucken, wann das nicht zu der Beruhigung und ein bisschen, dass wir auf den Weg gehen, dass die Stadt mehr auf der 30er-Zone gefällt, als wie mit 50er-Zonen gefällt. Das vielmals merci für Ihre Antwort. Und wir stimmen natürlich die Motion dann mit. Das wird so aktiviert. Dann, Madame Branca. Merci beaucoup pour la parole. Je souhaiterais demander des éclaircissements concernant une situation qui suscite une vive inquiétude parmi les habitants de la rue Richard Condenove, Calergie, et plus particulièrement au numéro 1. J'ai récemment été informée de l'abattage 4 arbres, apparemment en parfaite santé. Intervention réalisée sans aucune information préalable n'a été communiquée aux riverains. Par ailleurs, il a été également porté à ma connaissance qu'un nouvel arrêt de bus serait envisagé directement devant une habitation, alors qu'un arrêt fonctionnel existe déjà à une courte distance, situé dans une zone dépourvue de logements, limitant aussi des nuisances sonores et la pollution atmosphérique. J'ai contacté le service responsable de la ville de Luxembourg, mais malheureusement, je n'ai pas eu de retour jusqu'à présent. C'est pour cela que je souhaiterais savoir si les collèges de Chivenol ont connaissance de ces interventions et si des avis ou autorisations ont été délivrés à cet effet. Et quels sont les fondements techniques et environnementaux ayant motivé ces décisions. Merci. Merci. Bon, ich gebe jetzt dem Patrick Goldschmidt vor und dann... Je m'excuse, je n'ai pas entendu la question. Donc, je suppose, puisqu'on est dans la circulation, donc je suppose que en fait, c'est dans la rue Richard Coudenove, Calergie, à Kirchberg. Yeah. Il y a un arrêt de bus qui est déjà de ça, dans cet endroit. Et apparemment, il y a 4 arbres qui ont été abattus devant l'habitation. Ça, c'est Maurice. Oui, d'accord. Enfin, voilà. D'accord pour qu'on essaye de répondre. Bon, merci. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des questions pour M. Goldschmidt? Ah, mais quand même. Merci. Herr Goldschmidt, da je. Merci, Madame Boemisch. Merci auch den Intervenants für Ihre Fragen. Fängt mal an der Reihenfolge an. Den Herr Benoit, der, wie ihr nicht richtig seht, möchte sich wiederholt für 2 Keier stark für dieser Platz, Milleberg, Straße, respektive da, wo die Velospiste gemacht ist, wo effektiv für 2 seht, wie gut das ist.
mehr dass die Verbindung an der Pafen dann nicht so gut ist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch am letzten Gemengerot merci gesagt für die viel Lob gesagt, dass wir zusammen da müssen am Staat gucken, weil der Platz effektiv dem von Schnitttieren dem Staat geht. Wir gucken nicht einfach zusammen am Chantier, die lo könnt, wo du ja auch gesagt hast, dass du Chantier könnt, ob man da, wenn man auch lo nicht definitives zusammen könnten, da mehr mehr aber etwas provisorisch, dass dem Velosfahrer da noch dass man gefährlich rüber könnte. Wir haben das auf jeden Fall auch schon letztes Jahr am Dezember so festgehalten, und wir werden dann noch gucken, wie wir da schnellstmöglich eine Verbesserung könnten herstellen. Erler Straße, Sterreplatz, ich will die Information mit, und so ein Service sollten dort gucken gehen, ob du eine Situation nicht klar ist oder nicht den Normen entspricht, respektive wenn du etwas zu verbessern hast, soll das gemacht gehen. Was den Tram angeht, das Projekt Loire Tram, Erler Straße, sobald wir so weit sind, wird man doch natürlich auch direkt an eine Kommission kommen und dann all die nötigen Erklärungen gehen, sowohl was den Tram bis bei Klinik, da geht wie auch da nur gucken, wie geht es weiter. Wir sind da noch nicht so weit. Boissant hat einen neuen Punkt gebracht, und effektiv, wo wir an der Mesure von der Zirkulation einen Punkt dran am Val de Ham, wo man lo erbecht werden hun, und das auch gut, dass die Remarque gemacht oder die Frage gestaltet hat. Da gibt das Weekend geht am Val de Ham eine Vollsperrung von Samstags Morgens an, von der Woche bis Montags Morgens von der Woche, weil da unter Stabilisation von den Felsen geschafft wird. Und wenn ihr schon da fährt, da geht das die Straße, müsste so schlenker rüber, für eben ein bisschen mehr weit von dem Felsen wäschte sie für die Erbischen da. Und du hast festgestellt, dass 50 da an der Schikane zu viel wäre. Und du hast Zirkulation zusammen mit Pensée Chaussee décidé, dass man da für die Erbischen 30 machen. Macht, wo aber die, ob in das nicht generell machen, ich werde mich dazu nicht äußern, wie das dort in einer Stadt Straße ist. Und wir gehen dort weiter, ob es auf dem Transon da bei den Luchten, eventuell auf dem kleinen Teil da 30 Mal wissentlich, dass sie dann gucken, ob das da erwünscht ist oder Sinn möchte oder nicht. Wir hören das dort mal mit. Und für die Frau von der Madame Ludmila Branca wollte ich just so, wenn ich richtig verstehe, geht es ja da Beam. Ich kann nicht generell so bei allen Sorten von Travaux, die gemacht werden, Beam zwischen Wäsche geholt gehen. Manchmal, wenn die Stadt Lützeburg selbst möchte, dann gehen da nicht mehr Beame Wäsche geholt, wenn Autorisationen da sind. Und ich kenne die dort Platz so nicht, wie ich Chantier dort, wo ob der Busaré, wo am Kader von einem städtische Busaré, aber der Busaré von einem nationalen Reso. Ich muss die Situation genau gucken. Und für mein Teil zirkulatorisch wäre das alles, vielleicht wird Madame Polfer auch den Pfurt weitergehen und den BM schaffen. Okay, bon, Herr Bauer. Nee, ganz kurz, merci vielmals für die Frage. Wir haben auf die dort Problematik hingewiesen gekriegt, aber wieder das Chantier von Luxtram und Kirchbierg haben wir sowohl beim FUAG wie bei Luxtram nur gefragt, man hat die Informationen noch nicht gekriegt, aber das am Kader von der Arbeit von dem Tram, soweit ich weiß. Du willst mir sobald wir die hohen Rechten noch. An et KK-Bahn umgehört gehen ohne die Autorisation vom Ministre de l'Environnement. Okay. Merci, c'est juste que les riverains, ils n'étaient pas au courant, donc c'est pour cela les gens, ils posent des questions, c'est juste pour les informer, en effet. Wir können nicht noch die frohen Antworten, wenn wir effektiv auch die Antworten haben. An die haben wir Assistent nicht. Ja. So. D'accord. Wir kommen, voilà, mais dès qu'on...
L'arrêt de bus, oui. Natürlich, geht alles no gericht zu Bern, die genau ganz präzis donnieren hun. Ihr kriegt die ganz genau donnieren. Merci beaucoup. Merci. So, da kommen wir auf den 6. Punkt von unserem Ordre du Jour, Konventionen, und hier machen wir... Pardon? Pardon, entschuldigt, ja. Entschuldigt. So, für dich... ihr verdedigt die, wo die sozialistische Fraktion sich traditionell enthält. Wen als dann aber mit all denen d'accord, auch mit denen d'accord. Merci. So, wen enthält sich? Merci. Und wen ist dagegen? Kein. Und dann all die anderen, wen ist du mit d'accord? Merci. Unanimität. So. Dann kommen wir, wie gesagt, bei der 6. Punkt von unserem Ordre du Jour. Hier geht es um Konventionen. Da gehen wir es machen wie immer. Und ich froh, wer will zu wer schwätzen. Herr Boissante, zu der wem? 13. 13. Ja, okay. Madame Brümmel. 14, 16 und 17, man schläft. 14, 16, 17. Ja. Ja. Bini? 14. 14. 14. Konstantini, ja. Herr Benoit? 13, wann schläft. Anna Müller? 14 und 16, wann ich schläft. 17. 17. Madame Maire. Ja, Madame Maire? 14, 16 und 17. Sie? Nummer so auf? Ja. Da fangen wir mit der Nummer 13 an. Herr Benoit. Herr Benoit und Herr Boissante haben sich heute zugemeldet. Hey, für das wir das noch nicht vergessen, kann ich dann davon ausgehen, dass wir mit all den anderen d'accord sind? Ja, sind wir mit all den anderen d'accord. Merci. Voilà, Nummer das kann ja direkt antreiben. So, Herr Boissante. Merci vielmals für das Wort. Die 13 Konventionen, die wir heute aufstimmen müssen, als effektiv eine traurische Novelle für den Commerce zu bauen, wie dass eine Enseigne nicht mehr funktioniert, eine Enseigne, die wir schon für eine paar Monate gestimmt hatten, für eine Entlastung vom Loyer. Das war schon ein Symptom, dass es nicht gut gegangen ist. Und das war auch der Sinn von meiner Intervention zu der Zeit, dass wenn wir mehr Unterstützung hätten wir könnte bringen, weil ich meine, das war 500 oder 1.000 Euro Entlastung vom Loyer, wir wahrscheinlich eine Menge an als Kommerzant nicht genug für eine Enseigne zu retten. Das ist leider so weit, dass die Enseigne fortgeht. Das ist aber ein Repreneur da und wir sollen halt stimmen für eine Überdrohung vom Roll von dem bei. Als Anwohner von Böhnewirsch sind natürlich ganz froh, dass du ein Repreneur sich gemeldet wird. Einerseits als Mama vom Gemengerot sind ich aber angeschwärzt, und ich stelle mir ein paar Fragen, dass eine Räumlichkeit, die gehört der Gemeinde. Dass ein Exploitant, den kein Lust mehr oder den nicht mehr am Zustand wirtschaftlich seine Aktivität weiterzuführen, technischerweise oder logischerweise misst die dort Räumlichkeit ausgeschrieben gehen. Weil vielleicht waren auch andere Exploitanten und wir stellen uns ein bisschen froh, was sind die Konditionen, die der freien Exploitant kriegt, aus dem Fonds Commerce abgekauft gehen von dem neuen Exploitant. Was sind so die Konditionen, weil ich fand es ein bisschen kompliziert und ein bisschen eine Grauzone, und ich bin sicher, es gibt Erklärungen dazu, dass man von Gehol eine Räumlichkeit, ein Zellul kommerziell von der Gemeinde, einem anderen Exploitant einfach so die Schlüssel überreichen, ohne eine weitere Submission, weil hätten sich vielleicht an dem Zustand, wo die Enseigne da ist, hätten sich vielleicht auch andere Leute gemeldet. Merci vielmals für die Abklärung. Merci. Die werden kommen. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boimeister. Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein bisschen traurig drüber. Schon den Restaurant, den du war, ganz agreeabel, ganz flott von. Dann
da gouf sech auch viel méi fir dat wirklich schön an drei zu setzen, an schmengen, dass da doch wirklich ein Äggers verbone wech, den sich eigentlich ganz gut entwickelt, an noch immer besser entwickelt, gerade auch van Elo bedenkt, dass den Tierlieu nach direkt doniewen Drunners. An dofir fand ich von allem wichtig, dass die Lokal net eidelt steht, an dass do weiter dafür gesuercht gëtt, dass Liewen dra könnt, an dofir sinn ich auch ganz froh, dass dat dem Gemengerot en Konvention firlädt, fir dass dat Lokalrem so sehr wie méiglech gefüllt gëtt, an dofir unterstützen mir auch die Demarche. Kitach natürlich auch gespannt sind drauf, vielleicht noch weitere Explikationen zu kreen, nur denen den Herr Boison Telograd gefrot hat. Vielmals merci. Merci auch, den Herr Radu hat sich noch zu Wort gemeldet. Ich muss mit, wir merken an der Kommission effektiv mit die Froh sind abgeworfen in der Kommission, dafür wollen wir alle wiederholen, wie man sie auch beschwert und dann noch an der von der Assurance noch kriegt und für das man dort konnten positive Energie gehen. Und das ist, dass effektiv die Repreneur sich engagiert für den Beil zu überholen und Aktivitäten so weiter zu führen, au mieux von denen, die bislo waren. Und das ist von die positiv. Weil der dann hat froh, als können wir eine Decision holen, nein. Denn das Gesetz vom Beikommerzial wird mir nicht an der Gemeinde bestimmt, und wir werden an der Chambre gestimmt, also noch nicht, bestimmt nicht von mir. Dans le fond, bestimmt nicht von mir. Dat seit vier, dat van eng Gesellschaft die überholt wird, dat de Beil muss weiterlaufen. Du hat der Proprietär gerecht, de Beil zu können, an die Explikation brut wir auch an der Kommission. Und wir kriegen effektiv an der Gemeinderat für effektiv die Beil mit einer Gesellschaft, die überholt die wäre, wo dann effektiv just den allen Numm dran steht, mit denen aber der Droit, die Feiler gefolgt gibt mit den Meier, für den aber so zu korrigieren, dass man eine Transparenz haben, sowohl mir heim, mit wem wir dort zu dienen haben, und noch dann effektiv die Repreneur, dass den einen propre Kontrakt hat, mit das für das wir überhaupt à la base, wenn wir noch nicht d'accord wären, die Beil aber müsste weiterführen, mit dat is so dat positiv dat Mikroten an Fond d'Assurance man dat wat ons Service auch erzielt, déit mat den Leiito als echt verhandelt und eier de Schafferrot ons weiter gin huet d'Assurance, dat tot den Äwerament der ass vun der Kontinuitéit vun der Aktivitéit die haut op der Platz ass. Dat von uns Diskussion an der Kommission an Spanien. Herr Präsident, merci vielmals. Ich meine, dat gëtt doch ganz viele Erklärungen an ganz wichtiger. So, Herr Boisson, ja, die hat ja eher froh gestaltet und die kriegt nur nach Reihe schaffen, den noch, ich kann antworten. Ja. Merci vielmals, Herr Radu, für die Erklärung über den Droit bei. Ich bedanke mich schon mal Präsident von der Kommission von seiner Prise de Parole, die ein Teil von der Antwort war. Aber das ist auch vielleicht eine Evaluierung, die wir müssen vielleicht tun, weil am Droit kommerzial, wenn ein Kontrakt unterschreibt, also nicht unbedingt als Proprietär von seinem Fonds Commerce, das kann auch dem Proprietär, in dem Fall die Gemeinde, an die Hand bleiben, dass wir so nicht auf Fall gekutscht sind und dass wir nicht können am Fonds geholt das weiter ausschreiben. Und das ist eine Evaluierung für ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Merci vielmals. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemeister. Merci auch den drei Interventionen und auch schon dem Herrn Radu für die Explikationen, die ich dann an dem Sinne nicht mehr brauche zu gehen. Das ist so, dass wir Chefrot purmal Kontakt hatten mit der Exploitant von dem, wo den Fonds Commerce verkauft wird, und ist alle Guten hier Überlegungen mitgedeelt wird, und auch nicht unbedingt so tut, dass es finanziell, dass die Boutique an dem Sinne nicht mehr geht. Und das vielleicht mal gut gehen mit Donation nach einer Geschäfte oder das so größeren Gruppen, ne? Und da muss ich eben gucken, wer den, wo ich will exploitieren, und wo nicht. Und wie der Radu richtig gesagt hat, die eine Person fand, die das da weitermachen, weil sie auch aus persönlich private Gründen eben wollte etwas Männer machen, und du hat das sich eben ergeben. Wir als Gemeinde haben gesagt, an dem dass wir die Gesetze respektieren, also nicht mehr möglich, falls es genau dasselbe ist, von den Reprise ist. Und soweit ich verstehe, geht genau dasselbe
dolo verkauf. Ich will effektiv die letzte Woche nicht gucken, ob das Lokal so ist oder nicht. Und dafür meine ich, hier kein Choix. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn du eine Person effektiv während Jahren etwas abgebaut hat und es fertig bringt, und auch, dass es selbst weitergeht, dann könnte man dem so noch froh sein, weil das ja auch dann der Mond ist. Wir müssen auch respektieren, wenn die Person, die auch nach einer vielleicht Engagement oder eine Sache will machen, dass die fairerweise an sie als Purmal bei uns kommen, für das man da zu gucken, die hat das nicht an unserem Reck gemacht. Und dafür gebe ich Spiel den Avenant hier matt zu stimmen an den Neuen, die da hinkommen. Die Gesellschaft hat die SRL bonne Chance wünschen und dass sie die Quartier do belieft kriegen. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Goldschmidt. Und ich setze mal die Konvention zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Dummer, dass die Konvention so ugeholt. Dann kommen wir bei die nächste Nummer 14, Madame Mert. Madame Mert? Ja. Ja, meine Intervention betrifft also die 3 Sozialkonventionen, das ist die Mamsendboutique, mit Jugend- und Drogenhilfe, mit der Croix-Rouge am Kontext von Bistro Sozial an der Rue Willigürgen. Bei den 3 Institutionen geht es darum, mehr Personal zu kriegen, en vue von einer Ausdehnung von den Öffnungszeiten und auch von der Garantie von der Sicherheit. Wie wir alle gut wissen, als Demut und Marginalität an unserer Stadt ein Phänomen, das an unserer Straße visibel ist, und mit den Temperaturen, die letzte Woche waren, wünscht natürlich kein Mensch, sich über Stunden an der Kälte abzuhalten. Außer dem Mond vom Zentboutique geht dafür, dass der Mond so hält, dass es also dafür wichtig ist, nach einem halben Posten zu kriegen, weil auch die Benevolleute, die da helfen, ein bisschen Unterstützung brauchen. Die ursprüngliche Idee vom Zentboutique, nämlich überschüssige Lebensmittel aus den Supermärkten und bedürftige Leute weiterzugehen, ist wirklich eine ganz gute Idee gewesen, die im Jahr 2010 hier an der Stadt zu der Kreation vom Zentboutique gefördert wird. Aktuell geht Niveau von der Regierung und einem Plan national de l'alimentation geschafft, und das weil wir große Probleme hier im Land mit Obesität und Bewegungsmangel schon bei Kanner. Das ist bekannt, dass die sozial nicht vulnerablen Leute sich echt können, mich schlecht ernähren und Probleme mit Übergewicht kriegen. Das ist also auch ein Challenge am Kader von unseren Epicerie Sozial, entsprechend Informationen und Leute weiterzugeben, keine Lebensmittel anzubieten, die ungesund sind, wo ihr nicht richtig weiß, wer das ist, und die bei Kanner schon zu falschen Ehesgewünschten führen. Bei der Konvention am Zentboutique sind wir auch ganz nah bei der Frage vom Benevolat. Wir müssen uns bewusst gehen, dass sich Leute regelmäßig engagieren, für am Zentboutique zu helfen. Das sind auch Väter, die an unserer Gesellschaft verloren gehen, einfach mal seine Zeit für andere, für eine gute Sache zu gehen. Dafür ist es auf alle Fall wichtig, dass wir als Gemeinde den Zentboutique an sich Demande unterstützen. Jugend- und Drogenhilfe, Kontakt R20, eine Anlaufstelle für Leute mit Drogenproblemen. Das Konvention feiert das dann noch direkt an der Misere von den Leuten am Gara Quartier, an die komplexe Problematik von den Drogen, der Marginalität, der Prekarität, Gesundheitsprobleme und Gewalt, die das mitzuspringen. Dafür die Referenz und Sicherheit, der Besoin für einen Sicherheitsbeamten anzustellen, für so gut Personal wie auch die Usageren vom Kontakt R20 zu schützen. Wenn wir an unseren Dokumenten können lesen, geht es darum, Gewalt, Aggressivität und Konflikte können besser zu gerieren. Das ist auf alle Fall wichtig, auch für allgemeine Situationen am Gara Quartier und Kohabitation zwischen allen Leuten, die am Quartier wohnen, schaffen oder sich dort abhalten, zu verbessern. Bistro Sozial von der Croix-Rouge, der Bistro Sozial an der Ueverstadt ist immens wichtig. Auch hier sollen die Öffnungszeiten ausgedehnt gehen. Dafür wird mehr Personal gebraucht und auch hier ist die Sicherheit vom Personal an den Usagern ein Thema.
All das Konventionen sind ein Schritt an die richtige Richtung. Wir weisen auch, dass Demut an Marginalität ein Phänomen sind, den da ist, den als all etwas angeht, an denen muss multidisziplinär umgehen. Leider gesehen ich ein paar Mal an der Woche am Gara Kartsche die Schlagen, die mittels für dem Haus von der Stimme von der Straße aus für die Essen zu kriegen. Das wirklich ein ganz trauriges Bild, Leute, die an der Kehle stehen, für die Essen zu kriegen. Als Städter Bürgerin, die will mir oft den Tram hält, habe ich festgestellt, dass Hamelius ganz viele Leute mit dem Tram kommen und dass da auch zum Beispiel ganz Gruppen von Herrschaften am Tram sind und da rausklammen, Lützeburger, sie schwätzen Lützeburgisch zusammen. Und, die halen sich auch viel rund um den Hamelius ab. Aber wenn den durch die Stadt geht, dann merkt den, dass an dem Areal von der Stadt echt mehr Herrschaft sind wie an anderen. Ich werde die 3 Konventionen selbstverständlich stimmen und encouragieren den Schäferrat, weiter Maßnahmen an die Richtung für die Städter Leute zu holen und sich auch um den nationalen Effort zur Reduzierung an der Prävention von der Armut am Kader von der Gemengekompetenzen zu beteiligen. Merci. Merci vielmals. Madame Constantini. Ich komme dann zurück auf. Merci für das Wort, Madame. Madame Marthe hat schon vieles gesagt, aber ich wollte ein bisschen über den Zahnpolitik schwätzen. Also mit dieser Konvention feiern wir eine wichtige, langjährige Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lützeburg und der Assoziation den Zahnpolitik zu Bergen weiter. Seit 2010 unterstützt die Stadt dieses Projekt. Es besteht daran, Lebensmittel an Personen auszudelen, die sich in einer prekären Situation befinden. Die Betroffenen sind Abwohner von der Stadt Lützeburg und gehen durch den Office sozial identifiziert. In den letzten Jahren ist der Mann deutlich geklommen, was durch eine zusätzliche Belastung für die Benevolen bedeutet. Durch die neue Konvention gesagt dafür, die Assoziation ab 2026 mit einem zusätzlichen halben Posten 20 Stunden zu unterstützen. Sie ersetzt die Konvention von 2010 an ihr Aufnahmen. Wir als CSV unterstützen diese neue Konvention und sie also an der Kommission sozial unanim votiert gehen. Merci. Merci auch. Madame Brömmel. Merci vielmals für das Wort. Ja, ich will doch kurz etwas zum Zahnpolitik sagen. Am Anfang so etwas, was ich gelesen habe an einem rezenten Bulletin von ATDK Monde, wo ein Témoignage publiziert wurde, die mich wirklich stutzig gemacht hat. Da sieht eine Person, trägt eine Person ihr Gefühl für eine Erniedrigung aufgrund von geringem Einkommens so aus. Die Billigprodukte am Supermarché finden den meistens am innersten Rayon, bald Boden. So gibt den Ackhaft daran bestehen, sich klein zu machen, Akropie durch die Boutique zu gehen. Also mich hat das wirklich ein bisschen gerüsselt, die Perspektive anzuholen. Und dafür fand ich das Projekt vom Sandboutique auch wichtig, nicht just, weil in den Leuten Möglichkeit gibt, für die 2 Euro 2-mal an der Woche einkaufen zu gehen, Lebensmittel zu kaufen, aber auch Hygieneprodukte zu finden, mir wo auch ein anderer Besoin von den Leuten erfüllt geht, nämlich den für Gesinn zu gehen, für eine Dignität zu haben und zu einkaufen gehen. Das ist vielleicht schon, wie die Leute an der Prekarität sind, dann schon für dich müssen eine Demande machen, über den Office Sozial für eine Karte können zu kreieren, kann ich vielleicht schon sagen, du geht schon ganz viel, du musst sich schon ganz viel Klang machen, aber ich meine aber, dass es ein wichtiges Komplement ist, eine wichtige Initiative ist, und wo doch wirklich gut ist, dass man das als Stadt Lützeburg mit einem halben Posten zusätzlich unterstützen. Hygiene und Ernährung, das sind elementar essentielle Bedürfnisse von allen Menschen, an wie man da macht, das auch schon angesprochen hat. Eine gut, gesund, ausgewogene Ernährung kann eben gesundheitliche Probleme vermeiden helfen. Armut mischt krank mischt arm, also die Schleife kennen wir ja. Und das muss ich am Anfang auch keinem weiter erklären. Und wir haben auch rezent an der Presse noch gelesen, dass Lebensmittelpreise auch zu Lützburg stark an die Luft gehen. Das heißt, sind immer die Leute mit kleinen Einkommens, die mich stark getroffen sind davon.
Ich will nicht weiter angehen, ob die Geschichte vom Centboutique, mir persönlich fand ich auch ganz wichtig, dass ein Centboutique an dem sind eben Produktien überhaupt, also die gespannt gehen von den Sponsoren, dass das ähnelt, wir holen eben auch Produkte, die schon aufgelaufen sind, ohne dass sie schlecht sind, anstellen sie eben dann zur Verfügung. Und gerade wie meine vier Rednerinnen kann ich auch nicht mehr den Hut sehen für dem ehrenamtlichen Engagement von einer ganzen Reihe Leute, die du alltag hier Arbeit machen, an die eben mit dem halben Posten, den wir dann dabei gehen, unterstützt gehen. Ich hatte schon gesagt, die Leute gehen vom Office Social dahin geschickt, kriegen eine Karte d'accès vom Office Social. Aber wenn ihr euch erinnert, wo den Rapport d'Aktivität vom Office Social präsentiert wird von einer Kommission, da steht nämlich dran, dass ein Accès zum Centboutique am Jahr 2024 die zweitgrößte Aid war, also materiell Aid war, mit 28% von allen Aiden, die sind an den Centboutique geschickt gehen. Und das ist eine Augmentation gewesen von 10%. 207 Leute zusätzlich, die den Office Social mit der Karte für den Centboutique dann am Fonds kann unterstützen. Also ich fand, wir können nicht besser machen, wie ihnen den halben Posten zusätzlich zu finanzieren. Und das geht von der Gringer Fraktion dafür auch ganz mit vollem Herzen unterstützt. Merci für den Nullaustrin. Merci, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Natürlich schließe ich mich all meine vier Rednerinnen an. Wir begrüßen die neue Konvention von der Stadt Lützeburg. Und verstehe auch natürlich, dass eine neue Konvention gemacht wird und nicht einfach ein Avenant von den 2010. Auch wenn die Assoziation vom Centboutique nehmen Mieter als Unterstützung gefroht wird, für die viel Benevolen an ihrer Arbeit zu unterstützen, stellt sich mir aber die Frage, ob die Stadt Lützeburg nicht eine Volltage akkordieren. Ich erkläre mich. Über die exponentiell wachsende Armut an den immer mehr großen Undrang und Demonten, die in den Centboutique gerichtet gehen, als sich all Mensch hier am Saal am Kloren, aber auch nicht extra nach erwähnt zu gehen. Aber ich will die exponentiell wachsend geleisten Arbeit von den Benevolen thematisieren. 12 von den Gesichten Benevolen geht immer mehr groß. Hier stellt sich für mich froh, ob die geleisten Arbeit nach an Demos von Benevolen kann assuriert gehen. Die meisten Benevolen am sozialen Sektor sind ganz oft schon an ihrer Pension, und obwohl sie rüstig sind, stellt sich hier aber für mich ganz klar froh, ob sie nach ihrem gut erfüllten Arbeitsleben sich diesen wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen nach müssen stellen. So nicht merci. Merci. Voilà, ich ging dann für Lode Nummer 14, den Centboutique, der Madame Kampfurt gehen. Ja, vielmals merci. Und merci damals für die breite Zustimmung. Das ist so, dass meine neue Konvention man einfach für nicht nächstes Einkehr ein x-ten Avenant zu machen, das einfach viel mehr proper lesen. Und dafür haben wir dezidiert, wir gegen eine neue Konvention machen. Das lo méi Benevole solle Gesicht gehen, dat hunne Schnittieren, das allerdings effektiv so, dass verschiedene gewissen Alter hun vielleicht nicht mehr so viel Stunde können prestieren. Und dafür ist für uns als öffentlichen Akteur aber ganz wichtig, dass man da darauf fänken, wo sie gefroht für den halben Posten zu kreen, war das für uns natürlich evident. Ich habe das nicht gelesen an der Zeitung oder am Brümmel von der Person, die dann vom Supermarché schreibt. Ich habe bis immer in der Zeitung gelesen, dass der Produkt d'Appel eben ob anhecht ist, wobei Menge anhecht ein anderes wie er sowieso. Also nicht am Centboutique. Nee, ja, ich hatte schon verstanden, an den normalen Supermarché. Wie gesagt, ich habe nur immer gelesen, dass das der Produkt d'Appel, dass die eben für allem ob anhecht wären. Das andere hatte ich noch nicht, schon doch nicht gelesen. Aber bon, das ist aber interessant. Und die Dignität vom Mensch als etwas extrem Wichtiges, dass sie nicht muss an der Bittstellung sind. Und dafür aus den Centboutique, den heute und dann noch andere, die in Stadt Land-Simojonarin an der Stadt, dann so Boutique nicht nur essentiell für das Leute können sowohl Hygiene wie auch Sachen können kaufen. Mehr Menge Erfahrung als Familienminister muss ich sagen,
das wird auch essentiell ist, und das ist was Madame Merth auch gesagt hat, aber die auch Madame Brümmel nach ein Jahr nach Strach hat, das ist wie kann den überhaupt gesund? Was möchte die überhaupt mit den Sachen, die ihr Stutz Kaffee kriegen? Was ist das überhaupt für ein Gemäß? Und just als Mini-Anekdote, da erinnert mich, wo ich mein erstes Baby gekriegt habe, und ich habe gedacht, ich mich gesund kochen, und ich bin bei Kollabor die Küche bestellt, und alle Wochen schmenger Mom, angerufen so, was ist das, was da dran ist, wenn ich gelieft, kannst du mir das mal ein so, was möchte ich denn da? Voilà, und dafür verstehe ich das ganz gut, dass wenn ihr verschiedene Obst- oder Gemüsesorten nicht kennt, da weiß ich überhaupt nicht, was möchte ich denn dann überhaupt da? Und dafür ist es auch so essentiell, dass an dem Zahnboutique doch eine Möglichkeit gibt, für da zu lehren, zu kochen, gesund zu kochen, dann aber auch zusammen zu kommen, an einen guten Moment mit denen zu verbringen. Und dafür soll ich noch einmal viel merci für die ganz breite Unterstützung für die neue Konvention. Wie gesagt, für das man nicht nach einem Aufnahme machen muss. Und wir werden noch weiterhin den Zahnboutique mit voller Kraft unterstützen. Vielmals merci. Merci vielmals. Ich setze also die Konvention zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität, wie hätte es können nämlich das sein? Und da kommen wir auf die 16.16, Madame Brümmel. Also Madame Merth hat ja schon allgemein darüber geschwärzt, mit Madame Brümmel. Ja, merci Nanke für das Wort. Tolles Offeren aufpassen, ob die Besoin von den Leuten, die auf der Straße leben, an Drogen aufhängig sind, das ist ja schon mehr lang eine Forderung von einer geringen Fraktion, aber auch nicht nimmer. Es sind ja auch andere, die das frohen. Ich bin am Anfang dafür ganz froh, weil als Gefühl, das ist ein Eindruck ja immer war, oder DAX war, dass diese Schäferrot für dich mal die repressive Approche mit Police, Videoüberwachung, ein Häscheverbot hat, die für sie mehr prioritär war. Und wir haben auch immer gesagt, kein weiter Offern für die Zielgruppe von Leuten auf der Straße, an Drogenhändler an der Stadt zu machen, dass wir am Ende an, ob man keine Option an Begründung, dass andere Gemeinden für dich müssten die Responsabilität holen. Das war am Ende an noch immer das Problem um Bockel an zum Nodel von den Betroffenen ausdrohen. Voilà, was auch aber am Ende an nicht heißt, dass andere Gemeinden sich dürfen eine schlanke Fuß machen. Wir begrüßen also das neue Konvention mit der Jugend- und Drogenhilfe auch ausdrücklich, weil auch dann den Drogenaktionsplan 2.0 mehr konkret geht. Da warten wir ja auch schon hinter dem Sommer drauf. An die Frage für Heil- und Sicherheitspersonal zu überholen, an die Öffnungszeiten für den K28 zu erweitern. Das manchmal ist ja dann vielleicht auch ein bisschen an der Linie vom Sicherheitsdenken. Mir das egal, weil für alles ist wichtig, dass den K28 alldach abwärts sind von 8 Uhr morgens bis 15:30 Uhr mittags. Anstatt das noch nicht lang hier, vielleicht 2 Wochen, ein Herr auf der Straße begehend, der mich angeschwart hat, an dem er nach gesagt hat, Madame, der wisst ja, Weekends ist nicht da für Eis. Du wenigstens froh, wenn dann Weekends etwas da ist. Bon, das ist auch ein Fett, dass quasi alle Strukturen, die offenen für vulnerable Leute machen, Sicherheitsdienste frohen, für das Personal zu schützen. Man Markt hat es schon gesagt, für hier Hausregeln durchzusetzen, für bei Streitereien zwischen den Benefiziären können anzugreifen. Und ich will das auch grundsätzlich nicht vorstellen, weil die Menschen eben sind, wie sie sind, und weil es eben auch so ist, wie sie ist. Und das tun ich ausdrücklich hervorheben, weil die Jugend- und Drogenhilfe ein Konzept hat, wo sie den Herr oder die Madame vom Sicherheitsdienst an hier Equipe integrieren, an die auf den Assis Sozial waren am November, die hatten vielleicht Gelegenheit für die Präsentation von der Madame Heinz zu hören, die erklärt wird, was dann die Vierdeler davon sind, wenn in den Sicherheitsdienst nicht als externen Sicherheitsdienst gesagt, mehr als Member von einer Equipe, weil aber natürlich auch die Herausforderungen sind. Und ich meine, dass die Vierdeler bei weitem die Herausforderungen überschreiten. Und also meinen ich, dass ich so kann, dass das eine Bonn-Pratik. Und am Anfang ging ich mir wünschen, dass man das vielleicht als Gemeinde auch an den anderen Strukturen, wo man Konventionen haben, vielleicht gegen Undenken anstoßen, bei den konventionellen Partnern das umzurichten.
Für was so nicht das auch, weil das auch recht einfach hier von einem Vierfall an der Gar gezielt krut, wo ein Securitasmann von der CFL wohlgemerkt, nicht von der Gemeinde, an CFL und nicht mit der Staat zu dienen, mir aber wirklich ganz inadäquat an ganz hart gegen eine drogenabhängige Person gegangen ist. Und ich ging wirklich so an, dass du das Problem zum Teil auch besteht, dass gar kein verstehst du mich, gar kein ja, gar kein Art weiß, als wie ihn mit den Leuten umgehen kann oder umgehen muss, an der das just Gewalt war. Du wennst, ich begrüße nicht das ausdrücklich, dass den KA dann 2040 am Januar abzumachen, an seine Struktur, an seine Arbeitsweise auch der garer Bevölkerung zu weisen. Das steht jedenfalls am Rapport. Ich konnte leider nicht an der Versammlung selber sein. Du wollte ich allerdings von der Chefin wissen, heute wir den 26.09. Ging da wirklich gerne wissen, wenn die Möglichkeit dann für den KA dann 20 mehr gucken zu gehen, zu beginnen, dann noch dran ist, wenn es am Januar soll sein. Und ich ging am Anfang uregen, dass man so Initiativen für dass Strukturen an der Gara-Population bei den Operen bekannt machen, am Anfang regelmäßig 1 bis 2 Mal am Jahr gingen machen. Wie gesagt, also am Anfang ganz d'accord mit dieser Konvention, mir schon aber mehr. Am Text von dieser Konvention steht nämlich Open Nights am Artikel, ich muss nur gucken, was für einen der Satz, dass alle Kommunikation mit der Presse, die dieses Projekt betrifft, am Vielfalt mit der Stadt muss konzertiert werden. Erinnert ihr Schwanzgelieft und Konvention, die man mit Hut hatten, an die am Dezember 2024 am Gemeinderat Ordre du Jour stungen. Da hat man schon ganz viel über die Mengen an Unsinnigkeit von so einer Klausel geschwart. An euch hat Demos gefroht, diese Passus ersatzlos zu streichen. Auch die anderen Oppositionen hatten den Amend, also die Linken und Sozialisten hatten den Amend so gesehen. Am Mengen an gibt es keine Ursache für so eine Klausel, außer es hätte kein Vertrauen an den Partner, aber an den Datennatur soll besser keine Konvention machen. Und das ist ein Angriff am Mengen an Freiheit von der Gouvernance von einer ASBL oder Fondation, und am Anfang auch eine Einschränkung von der Pressefreiheit. Für und allem dir, Madame Kahn, hat am Dezember 2024 noch ein Kehr versichert, für die Pressefreiheit zu kämpfen. Die sagt, die will keinem den Mund verbieten, die hat von der konstruktiv Kritik Politik weiterbringt, ja sogar besser ging machen. An die sagt, die ging mir teilweise recht gehen, am Engagement bei den nächsten Konventionen berücksichtigen, also so dass eben der Passus ernst oder gar nicht mehr gegen eine Konvention setzen. Da ging ich gerne wissen, ob da dann zu Herrn Wort steht oder ob es Parole ist. Also am Mengen an gibt es keine Notwendigkeit für das Klausel, gibt kein Vierfall, den so eine Klausel wirklich rechtfertigt, an Oberneitsfrohen für diese Passus zu streichen. Andererseits werden wir aus der Kohärenz, wenn es der Kohärenz beim Wort enthalten, für aber nachher zu streichen, dass wir mit dem Inhalt von der Konvention durchaus d'accord sind. Vielmals merci. Merci. Wen habe ich noch? Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Ich schließe mich wieder von der Madame Brümmel an Durchstellung von einem Sekuritätsbeamten, den eben nach mehr angebunden wird, steht außer froh. Sicherheit von den Beneficiären und Employés steht an nächster Stelle. Mehr genau am Kader vom Drogendisch 2.0 gebe ich mich aber als Staatergemeng nicht nimmer limitieren ob Darstellen von engem Sekuritätsbeamten, mit auch nach, wie gesagt, mit großen Befugnissen. Gerade Jungmenschen, die am Drogenmilieu sind, brauchen eine engmaschige Prise en charge von einem guten, formierten Edukateur, für aus der Drogen- und Armutsspirale herauszukommen. Hier ist es wichtig, gut gespielt zu haben, für alle Signale von dieser Klientel zu erkennen, was sie bereit sind, sich enger Therapie zu erzählen, und auf den Weg von der Integration zurück an als Gesellschaft zu gehen.
Gerade bei jungen Drogenaufhängigen ist es wichtig, die Weg zurück an Gesellschaft engmaschig zu begleiten, für nicht jahrzehntelang generationsübergreifend an der Drogenproblematik zu bleiben. Als Staater LSAP hoffe mir, dass der Staater Chefberuf sich an ihre Reflexionen mehr intensiv mit der Drogenproblematik von Jungen auseinandersetzt, an Konsequenzen à long terme bedenkt. So nicht merci. Merci auch, Herr Werner. Ja, merci, Madame Boyer-Mechters. Also, ich bin noch aus Öschlo davon ausgegangen, dass ich die Konvention, die aus sich gut ist, unterstützen. Wird mir auch noch begrüßen, en plus, dass justement den Agent de Sécurité aus sich intern, also dass nicht auf eine Société de Gardiennage zurückgegriffen wird, weil aus sich ein gut Sache ist, da wird noch integriert an der Equipe. Und ich meine prinzipiell auch, dass das so eine wichtige Funktion, die hat. Das ist eine Sache, die ich wirklich muss begrüßen. Allerdings, und ich war mir dem gar nicht bewusst, ich meine, mein Wort aber ein bisschen davon aufhängig, aufgrund von dem, was Madame Brümmel gesagt hat, was die Klausel angeht, was Recht angeht, für mit der Presse können zu kommunizieren. Wir hatten schon die Diskussion, wie Madame Brümmel das schon so zu einer anderen Konvention. Und ich muss sagen, dass das aber wirklich tatsächlich problematisch ist. Und Mengen anders dadurch ein Angriff an der Pressefreiheit. Ich habe am Bericht, also ich meine, ich war nicht an der Kommission da, also Vertreter hat mir auch nicht davon gesagt, weil ich meine, das könnte beschwert gehen an der Kommission. Ich weiß nicht. Am Bericht steht da auf jeden Fall nicht. Bon, das ist dann ein neues Element, was könnte, und ich meine, dann mein Wort davon aufhängig auf die Antwort. Merci. Merci. Ups. Ja. So. Voilà. Ich wollte nicht fortlaufen. Ich war just am Gang an der Konvention zu sichern, weil man das effektiv, ich fange dann direkt mal an und nun, man das effektiv geändert. Und wir haben nicht mehr den Akkord präalable da stehen, mehr en Concertation avec, das heißt, dass man zusammen, das ist auch meistens so, wenn die Presse eine Aufruf stellt, da stellt sie die meistens den Gestionären, also ich stehe noch immer zu meinem Wort, und ich stehe auch noch immer zu der Pressefreiheit, dann sind auch noch immer, und das wisst ihr, und das weiß die Presse auch, dass ich noch nie gesagt habe, der will einem der Presse nicht antworten. Das heißt auch sogar, wenn ich gefragt habe, so ein immer, das wäre für mich überhaupt kein Problem. Aber wenn die Presse fragt, dass ich dabei bin und ich kann, da bin ich ganz gerne dabei. Aber wenn das nicht gefragt wird, also ich habe voll Vertrauen an alle uns Mitarbeiter im Terrain, die das wirklich extrem gut machen, mit bestem Wissen und Gewissen. Und dafür haben wir den en Concertation den Akkord präalable rausgeholt en Concertation avec. Und dafür wollte ich am Anfang just als Generalsekretärin eine Frage, weil ich war am Gangen zu sichern und schon nicht direkt fand mich. Schrechen dat dann awer nach enkeier ankeer no. Bon, just fir der Müller sind, wat den Konsequenzen a long terme, wann den Drogen hëlt. Schmengen darüber brauche ich nicht anzugehen. Die kennen wir alle gut. Das Beste ist einfach, keine Drogen zu holen. Wir wissen aber auch allerdings, dass Juden an Drogenhölle eine formidable Arbeit möchte bei Leuten, wo einfach ein normales Leben und normal schaffen gehen, dann aber auch eine Aufhängigkeit, eine Drogenaufhängigkeit, die dann aber müssen psychisch Neues für ihren Dach normal so Methadon oder etwas. Das heißt, da leben die Menschen viel, und dass man Männer darüber wissen, dass sie am Anfang hier Arbeit besser machen und dass die Leute auch besser leben mit ihrer Aufhängigkeit. Das muss ich aber auch mal ein so. Und ich bin wirklich immens froh über Diskussionen an der Kommission, die wir hatten. Wir hatten da Madame von Juren an Drogenhölle, die auf alle Fragen geantwortet hat an der Kommission. Und wie der richtig gesagt hat, Sicherheit, dass die Einsache von der aber eine Person von intern, also das wahrscheinlich auch in diesem Kontext mehr einfach, weil die aber mehr Empathie mitbringt, respektive mehr Wissen über was da ist. Und dann noch die Ouverturszeiten, wie Madame Brümmel richtig gesagt hat, ich meine, wenn ich aufhängig ist, dann sind 7 Tage vor, nicht nur 5 Tage vor, das schenkt mir Evidenz. Voilà, wir sind nach ein Jahr froh zu antworten. Ich sicher, dass wir nach ein Jahr noch, weil ich nämlich schon gar nicht darüber fand an der Konvention selber. Ich habe bestimmt falsch geguckt an uns Generalsekretärin hat man gesagt, eben wir haben keinen Akkord präalable mit dranstehen, aber eben en Concertation avec. Das ist aber noch genau, wo steht. Ja, also ich habe noch ein Kerl im Dossier geguckt, weil ich hatte ihr das
Kommission sich gesehen hat, Dossien durchgeguckt. Ich konnte nicht da sein, weil den Prix an Beffer ungefähr zur selben Zeit überreicht gouf. Und da steht am Artikel 6, toute communication à la presse par la Fondation concernant le présent projet devrait être faite en concertation avec la ville de Luxembourg. Artikel 6 steht, la Fondation tient une comptabilité spécifique de toutes nur noch les dépenses. eine neue Konvention verschickt, einen neuen Text verschickt gehen. Ja, also schon zweimal ganz gelesen und steht überhaupt nicht dran. Dafür, wie gesagt, von der Dansch, das wäre ging ich doch so, mais am Artikel 6 steht, la Fondation tient une comptabilité spécifique de toutes les dépenses et de toutes les recettes relatives à l'exécution du projet spécifié à l'article 1. Elle s'engage à n'inclure que les frais déclarés en lien avec le présent projet qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une demande de double subventionnement. Voilà, das ist Artikel 6. Also schon wie gesagt, gerecht auch alles gelesen und steht überhaupt nicht dran. Voilà. Perfekt, da bin ich ganz froh. Und da stimmt man das natürlich matt, weil es aus der Kohärenz hier so auch nicht verständlich wie für was beim Zeitboutique so etwas nicht dran steht. Aber am Dossier, wo verschickt gouf, aus den Artikel steht den Text aber dran. Also ich bin nicht ganz blöd. Ich bin froh, wenn er rausgeholt gouf, und auch froh, dass dann die Remarque dealt. Also die, wo in der Schrift gehen, da steht das nicht dran. Ich gehe jetzt doch nicht. So, also, ich ging aber Konvention eben, also ich meine, wir haben vielleicht, wenn in so etwas Eingreifendes seht, wir haben vielleicht gut gegen den Text von der Konvention gucken, weil steht. Ich schon aber den Dokument geguckt, den ich für die Kommission geschickt habe, Madame Pulver, wirklich. Also ja. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mein Dossier präparieren. Ja, das ist richtig. Voilà. Ich meine, das erzählte, dass das war der geschickt hat als Dokument für den Conseil. Und ich dachte, hey, natürlich leid den. Aber natürlich leid den dabei. Sie haben es ja. Also ich kenne es doch ganz gerne nach Renke, ja. Nee, hey, komm. Ich meine, wir sehen, dass ja an der Reihe Tatsache aus, es steht nicht so etwas dran. Punkt. Wunderbar. An der Stelle mit die Konvention zum Wirt, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich, vielmals merci. Da kommen wir nach Nummer 17, Madame Brümmel. Madame Brümmel, Nummer 17. Der Bistro Sozial, ja. So, merci. Danke für das Wort. Ja, auch hier am Bistro Sozial als gefroht gehen von der Croix-Rouge, von den Träger aus, also Partner für die Urlaubsstelle für Obdachlose an der Urwerstadt zu akquirieren, für dort Personalressourcen zu erweitern, und zwar mit einem Posten Dormen, also auch im Sicherheitsbereich, an anderthalb Posten für die Sozialarbeit zu unterstützen. Und auch hier also für die Öffnungszeiten zu erweitern, und auch das können wir just gut heschen, weil es, wie man am Kahn schon sagt, da sind eben immer obdachlos und immer drogenaufhängig, solange wir in dem Sass und nicht just purdisch an der Woche. Was ich am Anfang ganz interessant fand aus dem Bericht, den ich aus der Kommission dann gelesen habe, dass aber auch so, Ardauer Neues braucht man mehr Struktur. Und ich bin ganz froh, weil der wisst, wir hatten Diskussionen, wo man über ein Hirschverbot geschwärzt hat und dann über die Aufgabe von Avocoté für an der Urwerstadt die Leute Neues mit frei aus den Angang von der Butiker wäsch zu schicken. Das meist vorgestellt und haben wir da genug Offeren, wo die Leute an den Moment können gehen. Dafür kann ich auch begrüßen, dass der DW gemacht hat an dem Bistro Sozial die Möglichkeit gibt, mit mehr Personal und auch mit dem Sicherheitspersonal mehr Leute mehr frei empfangen zu können. Da schließt sich mir nicht ganz, wie war da die Öffnungszeiten für Sondes nicht an erfasst. Ja, wann Tisch Sondes wäre nicht so viel Leute oben an der Stadt. Ich gesehen am Anfang nicht so, dass viel Last an der Urwerstadt, sondern viel Sonntage, wo Butiker auch ob sind.
Und du wennst wir das für mich vielleicht schon noch ein froh für zu gucken, wann Croix-Rouge du de besoin gesagt für die Leute dann vielleicht auch mehr mal drauf können entgegenzukommen, das nicht so überlauf ist, für aber auch sonst den Bistro sozial abzumachen. Voilà, also wir unterstützen das Konvention und ich kann mir da natürlich auch mein kleinen Notspuren zu so mir hey, steht aber nicht zum dem Thema dran. Voilà. Merci froh, wir haben ja an der Croix-Rouge auch mit der Croix-Rouge auch einen Partner, mit dem wo wir Vertrauen haben an ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mit den zusätzlichen Moyens eine gute Arbeit machen können. Sie ist nicht einfach, weil in Ihren Rapportaktivität liest, muss ich schon feststellen, dass denn auch den Leuten, die am Bistro Sozial schaffen, wirklich Respekt zollen muss, für das, was zu machen. Merci. Merci, Madame la Bourgmestre, pour la parole. Nous saluons l'engagement de la ville de Luxembourg pour l'extension des heures d'ouverture du Bistro social, ainsi que l'engagement d'une tâche et demi supplémentaire pour l'équipe éducative, ainsi de la demi-poste d'agent de sécurité. Dans ce cadre, permettez-moi de poser des questions. Est-ce qu'une évaluation est prévue concernant l'accompagnement des bénéficiaires qui profiteront des heures supplémentaires d'ouverture du nombre d'éducateurs supplémentaires? Quel type de besoin est visé pour l'extension des heures d'ouverture? Merci. Merci, Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Also, ich ging mal ein kleines Kompliment unholen im Staat, dass wir reaktiv waren par rapport zu den Öffnungszeiten Moyes, weil wir effektiv an der Sozialkommission darüber geschwatzt haben, dass wenn die Leute Moyes eben effektiv aus den Entreen geholt gehen, wenn sie mal durchschlafen, wo sie dann hingehen. Und wir haben sowohl den Parachute echt abgemacht, wie auch heute Bistro Sozial, den wir echt abmachen. Und schön, dass dann ein bisschen, ich weiß ja, dass das nicht einfach ist, ein bisschen als Kompliment, dass wir das machen. Dann fand ich auch, Madame Brümmel, dass froh ganz pertinent ist, über Sondes. Mit der Lust uns mal einen Schritt noch andere machen. Wir machen dann nur mal Samstags ab und da gucken wir, wenn wir die Pferde springen, wenn die Croix-Rouge die Pferde springt, besser gesagt, für dann diesen Schritt auch vielleicht weiter zu gehen und darüber zu schwätzen, ob man auch Sonntags dann den Moment muss noch machen. Wir machen mal Samstags auch ab, das fand ich mal schon ein ganz großer Schritt auch, weil wir gesehen haben, dass der Bistro Sozial extrem gut angeholt wird von den Leuten. Ich verstehe nicht auch nicht, dass Abwohner von der Urverstadt sagen, so, ihr müsst den dann hier an der Urverstadt sein. Ja, der muss an der Urverstadt sein, weil dafür gehen die Leute noch dahin, wir noch nach einer anderen zu Bodenweg, da geht eine andere Population hin, wie die hier an der Urverstadt sind, die schon gerne auch hier ein Bistro hier an der Urverstadt. Dafür sind ich ganz froh, dass wir können die Öffnungszeiten ausweiten. Und wie gesagt, das fällt nicht auf die Ohren für Sonntags. Lass uns mal von der Roman Samstags und dann gucken wir weiter. Also ich ging da mich nicht verschließen zu der Propos, aber bon, das, wie gesagt, soll man mit der Zeit gucken und dann par rapport zu dem, was Madame Afonso gefragt hat, du hast effektiv einen halben Posten Dormann mehr viel gesehen und dann anderthalb Posten bei der Equipe edukativ. Die natürlich da sind noch für mit den Leuten zu schaffen, respektiv die Leute kommen ja nicht hin, für Hilfe zu sichern, mehr für am Anfang echt hier einen guten Moment dort zu verbringen. Die Equipe edukativ ist extrem wertvoll, weil sie aber auch ganz gut können gucken, wer vielleicht bereit ist, für mehr Hilfe zu kriegen, für eine Begleitung zu kriegen. Das ist nicht zu allen Momenten für ihn. Das muss ich auch sagen. Wir dürfen ja selber so wichtig, professionell Leute dort zu haben, die auch die nötige Empathie haben und das nötige Gefühl, für zu sehen, wann vielleicht bereit ist, für einen Schritt weiter zu gehen, rezeptiv ist, für Hilfe zu kriegen, dass die dann noch direkt da können, dann intervenieren und dann die Leute begleiten, vielleicht auf den nächsten Platz, wo sie dann noch besser geholfen kriegen. Dafür sind ich ganz froh, dass wir durch anderthalb Posten von den Edukateuren noch ein bisschen beikriegen, plus dann den halben Posten dort, auch der noch ganz wichtig ist. Ja, vielmals merci. Merci vielmals auch der Madame Kahn. Ich will juste... Madame Kahn, je demandais aussi que... Non. L'extension des heures. Je demandais aussi que quel type de besoin c'est visé l'extension des heures de l'ouverture. Oui, quel type de besoin
des besoins de l'estation de der Sozialkommission effektiv darüber geschwärzt, dass mir frei muss abgemacht gehen und das machen wir ja dann, das ist ein Besoin. Dat si immer lo de Besoin da wirklich ass. mir denken aber schon, dass du Besoin do hast, dass Leute be moes direkt wüsse, wo se können higo vielleicht de Kaffee trinken oder so an daneben samstes. Dat das den andere Besoin, wo mir mat der Croix für an Croix gemengt huet festzustellen, dass dat aber wirklich net vermut will wären man am Brümmel froh fir sondes gestalt an Schuio geantwort, da kom mir mal samstes an da gucke mal an engem nächste Step op sonde sochfle nach sinnvoll wär mir dofir Mammer Lummel vun Erwer Moes. Bei uns Streetworker vun dem Interaktion, de gi Moes nämlichlech die wësse genau, wo die verschiedene Leute schlofen, an sie gin sie am Fonger wäschen. Do hat mir an der Sozialkommission die Diskussion, ja wo gin se dann hin? An do weiben die Demande notamment fir ze so da guckt, dass verschiedene Sachen mi frei opgi, fir dat mans mal wësse, wo se können higoen an dem Moment, an dofir mat de Parachut mi frei opgemer, an dofir mat dann Orlo de bistro sozial mi frei op. Dat war eng Demande aus der Sozialkommission heidich extrem berechtigt von tunn an dofir Mammer dat lo. Merci. Voilà. Ich mengen die Konvention Hai, die weist och grad so wie déi firdrun. Ich will dat vielleicht just nach ënner streichen. Dat Resultat auch vun dem Drogendech, der ja dann oft zu de hingestalt ja, steht doch dran, dass du hingestalt gi wie wann mir Staat Lützeburg ging Eichter op eben repressiv, das schüste konträr, wann viel mischt fir eben de soziale Wolle an de präventive Wolle, dann as het wirklich Staat Lützeburg. Und dat sind ja lauter Maßnahmen, die eben noch da sind, an den Drogen stehen, war eben auch da, den Asto für eben Altakteuren, mit eben unten durchzukriegen. Madame Kahn hat darauf hingewiesen, mit dem Fall, wo eben effektiv psychiatrisch Hilfe gefragt wird. Da sind wir dann über das raus, was wir können gehen. Das ist nun einmal nicht mehr an unserer Kompetenz. Das ist effektiv an der Kompetenz von der Santé sowie andere Sachen an der Kompetenz von der Justiz. Ich meine mir, und ich bin ganz froh über die 3 Konventionen haut auf diesem Gemengerot, dass die können so an einer großen Unanimität umgeholt gehen, weil das ist man näher für mit diesen Problemen umzugehen, und das ist schon ein ganz lang. So, ich stelle also die Motion auch zum Wort 17, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich. Merci. Da kommen wir auf den 7. Punkt von unserem Ordre du jour. Hier geht es um das Projekt für das Reaménagement vom Site vom Freieren, vom alten Park and Ride, das provisor gemerkt, die war neben dem Parking auf der Kockelscheier, weil der Parking selber eben noch nicht fertig war. Sind dort so Wortmeldungen? Den Herr Benoit, ja, an den Herr Boissante, an den Herr Radu, ja, an den Herr Biver. Eng mit den Radu an Biver. Ja, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Das ist ein Projekt, das wir unterstützen können, wie gesagt, für den provisorischen Parking, den es gab, neben dem Stade de Luxembourg, für den so an Reiz zu setzen, dass die Vorraum mit ihren Karawanen dann do können Platz finden während den größeren Evenementen an der Stadt. Wir Krute versichert von den Beamten an der Kommission, und das ist auch wirklich wichtig, dass das heute etwas Definitives ist, dass das nicht, dass wir heute keine 2 Millionen investieren an ein Provisor, sondern dass das definitiv ist. Und in dem Sinn können wir das doch nicht mehr unterstützen. Wir Kruten auch versichert, dass von den Tram-Extension do gebaut wird, respektive das Centre de Remisage, dass die noch gut da launcht geht. Und an dem Sinn können wir das unterstützen, nach den 2 Prämissen. Ich wollte dann aber auch noch präzisieren, dass ich meine, dass ich noch davon muss profitieren, dann für die Plätze, wo bislo die Karawanen stehen, dass ich dann noch davon profitiert, für die Plätze zum Teil besser zu gestalten. Ich will erinnern, dass das Projekt rund um die Renovation von der Place Jeanne d'Arc, da hatte mir eine ganze Reihe konstruktiv Propose gemacht, wie die Plätze, wo die Straße rundherum besser gestalten können, für dass sie mehr fit für die Zukunft wären, mit
besseren und mehr effikazen verkehrsberuhigende Mesuren mit mehr Grenzen, mit mehr Sicherheit für die Fußgänger. Gerade Platz Jeanne d'Arc als ein Platz, die direkt neben deiner Schule ist. Du kannst den Platz besser gestalten. Und da war ein Argument, was von Seite vom Chefrat kommt, ja, du stehst auch immer die Karawanen. Dafür muss Platz so sein. Aber ich will so, dass das Argument nicht mehr gilt, wo den heute Projekt, der ganz rezent von ihr Recht ausgeschafft ist. Und dafür will ich mit Notdruck und den Chefrat appellieren, die Projekt sich zu gucken. Das auch noch einmal vom Hintergrund, dass Mengen Informationen noch ältere Vertreter aus den Schulen von Bohnenweg, also demi schlechter nicht gemacht, so weiter ich mit einem Brief unisch gewandt tun, justement für das Projekt, so wie mir das auch schon gefragt tun, gibt noch gebessert, gehen eben gerade das mehr Verkehrsberuhigung, das mehr Verkehrssicherheit, das mehr Lebensqualität, dass du profitiert wird von dem ganzen Chantier für das zu machen. In dem Sinn, voilà, gibt mir wirklich unisch appellieren, dass das Projekt auch denke, gibt noch gebessert, gehen, das profitiert wird davon, wenn ihr schon eng Stroß ophabt, dass ihn dann mehr Verkehrssicherheit, mehr Fußgängersicherheit, vor allem auch mehr Lebensqualität auf den Plätzen direkt mal dran hält. Merci. Herr Benoit, ich wollte vielleicht darauf aufmerksam machen, dass ein Projekt erst auf der Kockelscheier und nicht zu Bohnenweg. Ja. Und den hört man gut nicht, aber überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Zu Bohnenweg als Kirmes zu Bohnenweg. Und nicht für das, was auf dem Kockelscheier ist. Aber wirklich überhaupt nicht. Bon. Natürlich, Madame Boymeister. Wenn da schon so direkt an eine Antwort gibt, kann ich auch direkt auf antworten. Dann appellieren ich einfach nur zu gucken, was wir gesagt haben bei dem Projekt Demos. Du hast das Argument von den Vorrangsplätzen auch genannt, weil da stehen auch Karawanen. Das auch, nee, auch für nicht auf Kirmes zu Bohnenweg. Mit Kirmes hast du, ja. Was du da gesagt? Pardon, schöne Teilen. Okay. Aber dann Paul fand das nicht unbedingt die Besten allerweise, mit denen zu fahren, wenn du so einfach. Herr Benoit, wir schwätzen hier über das Parking auf der Kockelscheier. Und ihr schwätzt vom Parking von der Place Jeanne d'Arc. Voilà. Wieso aus denen auch benutzt gehen für Vorrangsplätze. Und das war auch ein von den Argumenten, was er es genannt hat, am Kader von der Renovation, dass dafür auf der Platz nicht mehr gemacht wird. Ja. Ich appelliere nicht dann auf vdl.lu, die Leute die Nutzleistungen, dass da selber aus dem Chefrat raus mit den Argumenten kommen, die noch nicht mehr gelten. Nee, das ist noch immer richtig. Bon, okay, Herr Boissante. Merci vielmals für die Wörter. Den Herr Benoit mit seinem Échange mit dir, Madame Bourgeois, nicht unterbrechen. Wir unterstützen das Projekt auch, wir haben aber ein paar kleine Fragen oder Punkte dazu während der Kommission als die Frage gestellt gehen, par rapport zu der Sécurisation vom Accès mit eventuell die Installation von einer Borne, weil nämlich den Terrain soll benutzt gehen, unter anderem für die Voran, wenn du große Veranstaltungen hier auf dem Territorium von der Stadt organisiert gehen. Wir gehen fanden, dass das ein guten Teil von dem Projekt wäre, für das mal auf den Weg zu holen. Wir haben noch gefragt, wenn die Pläne auch vom CGDIS validiert sind. Das war noch zu der Zeit von der Kommission noch am Suspens. Das heißt, wir geben natürlich für ein Projekt stimmen, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen für die Sicherheit der Personen für den Accès auch soll gesichert sein. Den anderen Punkt gëtt ke Loyer gefrot, lo fir voran, die op der Platz da kommen, méi well et Stung als Otgedersentwert präsentéiert gin, dat se sowieso schon Taxen op verschiedenen Platzen am Fugeholder setzen, ginn die Taxen dann eventuell an jegen enger Form indexéiert, fir das ke Loyer der gefrot gëtt, méi das Partizipatioun op so Eventer den Investissements vun der Staat mat verraschen gëtt, an enger indirekter Aderweis. An den letzte Punkt ass dat dann groß genug für all Großveranstaltungen, pardon, stolpern ein bisschen, ob das wird, von der Stadt am von gerollt voran un Dach entre guillemets zu kreieren. Das heißt, Tröberfauer, Marché Noël an eventuell Quartiers Kirmessen, wenn die Neidigkeit da ist, für die Voran da zu logieren, entre guillemets. Merci vielmals für Ihre Antworten. Merci, Herr Bieber. Merci für die Frage, Madame Boymeister. Wie gesagt, wir hatten den heute Projekt an der Kommission Technik von Herrn Schwaller, all die Details eben präsentiert. Die Parking wird dann an nächster Zeit benutzt, also soll dann noch für die nächste Schüler vorher fertig sein.
wenn wir begräßen, und da können nämlich 200 Karawanen, die für dann um Bouillon, auf der Wissen, eben drinnen, haben da nicht so gute Konditionen, wie es den Bulli Stungen nicht mehr brauchen, nicht stehen, auch nicht mehr Boulevard Prince Charles, und dann auch nicht mehr zu Bohneweg auf der Place Jeanne d'Arc, und auch nicht an der Rue Jacques Stas. Voilà, das ist, das begrüßen wir. Effektiv an der Kommission war pure Marken gemerkt, was die Sekurisation von dem Terrain angeht. Du hast dann auf der Webrüche gehen, dass ihr vielleicht die können sekurisieren. So unterstützen wir den Projekt aber an. Wir fanden wir grüßen das, dass dem dann nämlich die Karawane durch ganz Stadt stehen, wir just nach da. Die Remarque vom CGDs, das ist auch nicht ganz richtig. Die CGDs können das auffüllen, sobald Karawanen da geparkt sind. Das heißt, die holen die Parking immer auf. Le moment venu, dafür können sie dann gucken, weil am Ende keine Karawanen durchstehen. Voilà, für das, voilà, mais das ist das, was wir am Markt gedealt haben. Also waren der Kommission noch alle Menschen dafür, den Hai am Gemengerat repräsentiert, das war eine Abstention, aber die konzerniert keinen, den Hai Banne sitzt. So nicht merci. Merci, Herr Radu. Ich muss merci für das Wort. Ja, der Präsident der Kommission hat mir just effektiv ganz treffend das resümiert, auch vom Wort an der Kommission, wird uns immer ein bisschen, voilà, ein bisschen Zeit kostet. Was haben Mensch wichtig, das vielleicht nicht so gehen, dass wir wollen, dass das eine gewisse Urgenz. Das ist eine gewisse Urgenz, dass wir eine Solution fanden, weil effektiv eine Party von denen bei verschiedenen Events, wo Karawanen nicht einmal für die Fauer und Karawanen Kirchbierch konnten aufgestellt gehen an den Platz, fällt aber das Jahr schon wäsch, wenn es das Projekt vom Extension Tram an der Travaux préparatoires von der Extension Tram. Und wenn das wirklich eine gewisse Urgenz so schnell wie möglich hinzukriegen, und wir sind immer froh, dass wir effektiv eine Solution finden, dass die das auch werden erlauben, und das dann natürlich für ein bisschen viel Gespräche de part et d'autre. Das ist wichtig für die Fauer, aber das ist auch wichtig für den Christmarkt und für die Evenemente, wo so viel vorankommen. Wir effektiv, wir wollen nicht immer in einer Situation, Finanzsituation, mit den Herrn Moser kann mich schnell korrigieren, mit dass wir in einer Finanzsituation wären, wo wir Lobbyisten Tarife von den Partien hier so machen, für das man den Vorrang, für das man das mit den Tatzen von den Vorrang auf der Vorrang verrechnen. Also wir können uns manchmal nach die zwei Sachen erlauben, einerseits heute Partien zu aménagieren und gleichzeitig auch uns Tatzen de Vorrang so unzupassen, dass Vorrang gern op Vorrang kommen, an op de Krischmer, dann überall do, wo man froh sind, wann sie kommen, wann die große Elemente sind. Denn die Remarque, die gemerkt haben, dass effektiv, es wird uns Sinn gemacht an der Kommission, die wir darüber geschwärzt haben, in denen alle durch, dass den Aktie auf der Party und nicht unbedingt die ganze Sitz, weil da ist die großen Droht gemacht, das scheint dann so vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass man den Aktie für auf die Party zu kommen, ich denke, mit einer Barriere oder einer Born kontrolliert gehen, für das die Zeit, wo nicht da war, oder die Zeit in eher etwas da soll sein, dass die effektiv kann sicherstellen, dass die Kinder drauf wird, die nicht soll in der vorherigen Welt, du Mensch, den da pur so anscheinend so Chantiers, Barrieren. Wir wissen aber, wie Chantiers Barrieren funktionieren, dass diese relativ leichte Wäsche zu holen, dafür wo effektiv Konklusion von der Kommission für zu sagen, mehr den Portal dahin, für dass das Sitz kann sekurisiert sind am Matsee an der Sortie. Voilà, das vom CGD wird den Herr Biewer schon präzisiert. Wir stimmen auf unserer Seite für das heute Mathe, dass surtout weil die Urgenz ist nützlich, sind wir froh, dass das kann so schnell gemerkt werden. Vielen Dank. Merci. Ich ging dafür, dass Madame Beissel für den technischen Volley von diesem Projekt, Madame Beissel. Merci, Madame Burgemeester. Merci, ich alle gute für Ihre Überlegungen. Also, die wisst, man hat tatsächlich 3 große Evenementen an der Stadt. Das, wie gesagt, wenn die 4 Uhr fängt, Christmeer, dann Oktavmeer, dann Vorher. Bei der Vorher sind 200 Vorher, die wollen hier Karawanen da kriegen. Bei den Christmeer 80, aber bei dem Oktavmädchen der 25. Ihr wisst, momentan sind sie auf wie viele Seiten verteilt.
notamment an dem Bouillon, an dem Prince Charles, an dem Jacques Stas, op der Place Jeanne d'Arc, an dann wisst bei der Frau awer och den Haft vun dem Victor Hugo. Den as Lohai vun net betraff, weil déi sollen domol stoben. Lo hast die Idee fir se alle Gotten ze summen ze kreen, dats eng Sach vun der Emplacement, dats eng Sach vun der Securitéit, dann du kommt die Idee, well de Parking eben do ass fir se do hinner dann ze transferieren. Für das dat awer beskëtt, muss den Terrain viabiliséiert gin. Aber da guckt auch an dem Dokument vun dem Gemenge oder noch am dem Rapport as genau gesot gëtt, wat alles gemerkt gëtt, wie gesot Trinkwasser, Kanal, elektrisch alles, wat die braucht fir zu funktionieren. Die Karawane vun de Voran hun de großen Avantage, dat se praktisch self-supporting sind, die meest Jun alle Gotten sanitär sowieso, mir auch chemisch Toiletten, an dann hast das Problem, die mussten aber vidéiert gehen, dat das alles so viel gesehen. Et gëtt kiel Weihe gefrot, dat der Sollerei moment gesot gin, méi sie bezuelen hier Konsumationschargen, fir dat wat ze da brauchen vun elektrische beim Wasser, beim Kanal muss gucken. Sekurisationun, du hast folgendes iwwerlech gen moment ass een Achse karossable do. Sekurisationun gëtt gemacht, die wëst hun die grosse Zirkulationsbarrieren, du hast Mkeet fir alles rundem zo ze man, a bien entendu, weil dat mal lo de moment och van Karawanne bis du stehen, dann gëtt och Gardiennage gemacht just die Zeit, wo es da sinn an hauptsächlich Owes. Dat sind mal die Punkte, die ich wollte klären. Was wichtig ist, dass gesagt gehen, dass urgent, weil die Idee ist, für das man das Schöbervor, dass das operationell ist, und ihr wisst, die kommen aber eng Zeit, ihr Schöbervor abgeht, das heißt, die Travo sollen am Mai gehen und dann wirklich Anfang Juli fertig sein, für das als vorher dann da neue Emplacementer können fangen. Ich meine, das ist der Großteil von den Frauen, die da abgeworfen wurden, mal das en façon générale ist da nach einker so, dass das und sich die Idee ist, dass man das alles gut geriert kriegen und dass sie, die auch lang da sind, auch können an aller Sicherheit, aber auch mit all den Nötigen, was sie brauchen, so gut Wasser wie Kanal an alles aufgesichert sind, für das sie agreeabel können da während den ganzen Evenementszeiten können an der Nächste tun. Merci für den Moment. Merci, Herr Goldschmidt, als responsablen Chef vom EFM. Und ihr dazu noch? Ich meine, merci, Madame Boemesch. Ich meine, Madame Beissel, wo ganz komplett. Ich meine, die Vorhang sind ganz froh, wenn sie es tun, wo sie alles das hinkriegen, was sie brauchen, aber wo sie auch öffentlichen Transport, wo sie da können, man öffentlichen Transport sowohl von Krischmärzen mit dem Tram auf die verschiedenen Plätze kommen, wie auch Oktav respektive die Vorhang. Was die Sekurisation angeht, hat man Beissel schon gesagt, während den Manifestationen sowieso der Gardiennage. Und für den Rest, also lo am Moment nicht viel gesehen, du eng Bon zu machen, du kann dann auch eventuell mit Betonsblick oder andere Ideen, wo du noch Möglichkeiten hat, wer den mit der Platz kann machen. Für aber trotzdem zu so von der Place Jeanne d'Arc, Place Jeanne d'Arc, da stungen noch nie voran während der Fauer, noch nie. Du hast, das Herr Bönner, ist ja noch nicht fertig. Ich brauche nicht den Kopf schon zu rüsseln. Los mich da einfach ausschwätzen. Entschuldigt, vielleicht wohnen da noch nie während der Fauer. Mit dem ein Kirmes an der Stungen da effektiv vom Krischmar, während dem Krischmar, die natürlich in Zukunft geguckt wird, dass die dann nicht mehr durchstehen. Selbstverständlich wie bei allem kann immer gucken, ob der Platz war. Und das sind dann andere Services, die da gucken, ob in das kann ernst gestalten oder nicht. Aber nachher sind da auch unabhängig von den Karawanen und alles auch viele Parkplätze, die auch an dem Quartier benutzt gehen. Da tun wir an allen Quartier, wird mehr Leute wohnen, wird auch mehr Co-Living ist, mit mehr Leuten, mit mehr Vignetten. Also Parkplätze gehen immer gebraucht. Aber das ist ja nicht, wir haben die Message verstanden. Gucken, wann etwas kann, so besser machen, dass sie immer die Echt, die da bereit sind, an die Richtung zu gehen. So nicht merci. Ich sonde Patrick Goldschmidt auch merci und ich ging dann die Projekt zum Wort stellen, wen aus der Firma, wen aus der Gang, enthält sich. Unanimität, dann hoffen wir, dass sie schnell mit Nachrichten auch kommen.
Dann kommen wir zum ersten Punkt von unserem Ordre du jour, den Urbanismus. Nächsten Punkt, Modifikation punktuell. Das ist nicht mehr von der Partie gekriegt, dafür hängt zum Beispiel nächste oben aus. Das ist just ein Weg, wo viel gesehen war, das Lohr am Gang schon gebaut zu gehen, von 4 Meter, wo 4,50 Meter, weil der richtige Weg soll sein. Es ist aber so, dass die Pente so groß ist, dass es durch einen Traber gehen und da gehen dann 2 Meter durch. Sind dazu Wortmeldungen? Madame Gage, ja. An den Herr Radu, ja. Madame Gage. Merci für das Wort. Ja, ich konnte leider nicht in der Kommission teilholen. Mir das aber wohl so, wie das schon gesagt hat, dass Teil den Espace für Fußgänger dann drastisch reduziert wird. An der Kommission hast du gesagt, dass es sich bei einem Espace minimal ging handeln. Also wäre Minimum 4,5 Stunden für rund Minimum 2 Meter, sodass Menschen weiterhin ging bestehen, für das es mehr Großkind gestaltet, wenn der Besoin da wäre. Et Gewoch war doch schon gesagt, dass die Partie Grafik mit dieser Modifikation nicht geändert wird. Und da steht am Rapport, offrant ainsi une possibilité d'augmenter la qualité des espaces libres ouverts au public. Ich hätte aber noch eine Frage, die hat schon deels geantwortet, dass für drunter als Weg geplant war, so soll ein Trapi kommen. Aber wenn ihr nur an einen Trap denkt, da stellt sich natürlich auch die Frage von der Accessibilität. Und meine Frage wäre, ob die hier auf dieser Platz garantiert wäre, aber nicht, wäre nicht sinnvoll für dann Platz von denen 4,5 Meter so zu nutzen, dass eben ein Deal Espace Piéton so gestaltet wird, dass auch von einer Person mit Rollstuhl, mit Pussat und so weiter Kind gebraucht gehen. Ich verstehe, dass ein höchsten Unterschied da ist und dass dafür ein Trab ugedurcht ist. Aber das heißt ja nicht, dass es just muss ein Trab sein, dass nicht neben Druck Kind ein Ramp sind oder etwas anderes für die Accessibilität Kind garantieren. Ich so dafür merci für mehr Präzisionen heute. So. Merci, Herr Radu. Merci, Madame Paul, für das Wort. Aber die Motivation an der Kommission beschwert, und das ist ein bisschen eine Trivialität, weil mit das war wichtig, effektiv zu präzisieren, auch wie Madame Gage schon gesagt hat, das geht von Largeur minimal für 50 auf Largeur minimal von 2. Das heißt, den Espace, die vier gesehen hast, die vier gesehen wo, die soll offen sein für das Publikum, und zwischen den Häusern auch den Espace soll durchstellen, die bleibt. Mit hat just heute durch ein bisschen anders aménagiert. Es kann auf einer Platz Blumebad sein oder kann ein bisschen. Mit das nicht, ob der ganze Breit muss 4,50 sein, das für die Passage zu leben. Ja, können andere Sachen aménagiert. Und das, was uns präsentiert, das fand ich auch wichtig. So schon, dass von den irgendwann die meinen, wir sind einfach mehr Platz haben, dann einfach kann ob ein bisschen mehr breit, man und die mussten eine Modifikation vom PHP zu machen. Weil dafür sind wir hier von ganz d'accord für das heute positiv zu avisieren. Vielmals merci. Merci. Bon, ich meine, zu den Ausführungen, die den Claude Radulogin hat, das nicht mehr viel beizufügen. Das effektiv, was der Heinis weiß, dass wenn an der PHP so genau Sachen festgelegt gehen, an Herno sind Architekten, an diesem Fall also auch den Voraktien am Gang auszuschaffen, dass es dann einfach oft keinen Sinn macht, für ein besser Propos vorzulegen. Aber natürlich soll die Accessibilität gewährleistet gehen. Das ist natürlich auch so, dass von einer gewissen Pente an das nicht mehr kann, effektiv autorisieren. Also ich meine, kann ich nicht eine Pente so an Rollstuhl feiern lassen. Ich meine, das ist eben nun den Architekten zu gucken, wie sie das können organisieren, für aber eben ein Pente zu haben, die eben auch fahrbar wird. Ich denke mal nicht nur einen Rollstuhl, sondern auch einen Kannerkutscher und einen Pussat. Und die muss dann eben wahrscheinlich auch so gefeiert gehen en Serpentine, wo eben dann eben ein bisschen den Espace Public ernst das muss organisieren. Aber die Pläne sind aber noch nicht da. Muss für dich umgeändert gehen, für das sie können ausgeschafft gehen. Mit der Tisch, das geht auf dieser Platz geguckt, dass die Accessibilität garantiert wird. Natürlich, okay. Natürlich. Merci für die Präzision. Okay. Stellen also die Modifikation zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du gegen? Wen enthält sich? Unanimität. Zweiter Punkt, da geht es Sektor protégé innen am Perfen, das auf der Code, auf der Escher Platz. Auch da gibt es den Emplacement, da hängt es, die gesiedert, dass da 4
den innersten Weißen, wo einfach den Emplacement von den Gebäuden ganz ein bisschen so geregelt wird, mehr not zur Stoß, für das Beben, die Hannen Drusen besser können protegiert gehen. Sind dazu Wortmeldungen? Madame Gersch, ja. Ja, just kurz, also wir können das Projekt halt selber mitdrohen, stellen uns selber Fragen, wie auch schon an der Zirkulation angeklungen ist, was die geplante Velospiste geht. Am letzten Gemeinderat beim Reaménagement war sie nicht mit angeplant, war sie heute in der Präsentation, zu dem heute war sie erwähnt, mir ohne das richtig Platz dafür ist, an den Detailer dazu gibt, genau soll aussehen. Es geht für darum gesagt, dass man am Chantier da noch geguckt wird und eventuell, wenn nicht Definitives gemacht wird, etwas Provisorisches. Es ist also noch wichtig, dass das Velospiste von gut gedurcht geplant wird. Und dafür wird ganz lieb von da aber noch ein paar Wortmaking dazu sagen. Merci. Ja, Herr Radu. Merci. Ich wollte noch ein Wort dazu sagen. Effektiv, wie ihr schon sagt, hier geht es für allem darum, dass man eine Modifikation machen muss, für ein Emplacement vom Konstruisibel noch viel zu regeln, für die Bäume, die monumental sind und die wirklich ganz schön sind, aber auch ganz bedeutend. An die ein bisschen vergisst geworden an unsere Pläne. Also dafür für die Leute zu protegieren und nicht nur dem Gebäude zu sacrifizieren. Dafür ist das eine Evidenz. Wie man immer also all Projekte von denen an der Stadt irgendwie obkennt, wird dann einfach irgendwann bei einer Velospiste den halten dann auch. Leider Gottes ist es eine Tatsache, dass ein Espace urbain reduziert, relativ schmal ist, und dass ein Staatsstraße, das heißt, und Services sind nicht mit der Frage konzerniert, dann können doch nicht sich selber saisieren, das pense ich Chaussee, die dort froh gestaltet wird, und das plant, zu planen, für die Infrastruktur über die Straßenraum zu kreieren, und das geht offensichtlich nicht immer mit der Vitesse, vielleicht wie wir in der Stadt hätten, oder auf dieser Platz oder auf anderen Plätzen. So. Ich meine, die besten Solutionen, das seit uns Service an der Chefroute nur am besten. Ich meine, die für kurzfristig eine Solution zu finden, das ist das Beste. Den Achse über die kleine Passerelle an den Park, den an den drunter zu assurieren, und da den Velostrafik hinzuschicken, für den Dono bis nach den Hauptstraße fahren zu lassen, weil effektiv über die Hauptstraße an Place d'Argent selber, also haut kurzfristig keine glückliche Solution. Ja. Herr Radun, nach ein Kenntnis, ganz richtig, die hat die verschiedenen Möglichkeiten erwähnt, und effektiv an du gibt es hinter langem Druck geschafft. Erstens muss ich sagen, wir sind hier auf einem Terrain, das einfach privaten Terrain ist. Also sind nicht privaten Terrain, wo die auf dem privaten Terrain die Häuser, wenn sie dann sollen gebaut gehen, können wir nur bei der Straße kommen, für eben Hand und Beam zu protegieren. Das ist in diesem Fall eben den Hauptursache, aber die einzige Ursache von dem Changement. Den Willen, ein Velospiste an den Park zu machen, den ist aber hier an Sinterlangen. Da geht schon lange drin geguckt, für eben hier an der Lavalspark, der ja just an den drin ist, aber auf der anderen Seite von der Ulsicht. Und das ist nicht einfach, weil auch da, also das kann ja nicht nur ein Pensée Chaussee, aber das kann ja auch der ANF, also die Administration de l'eau, weil du misst für das dann zu festigen, misst an Bergen von der Ulsicht effektiv, wie soll ich so, Geburt gehen, an misst das gefestigt gehen. Und ich weiß, dass die Service schon Jahren, aber wirklich Jahren, daran schaffen, und effektiv bis also bald die Lesung nicht von gehen, aber das auch unser Wunsch wäre. Das ist aber gerade so klar. Das ist normal, dass den du verschwätzt, wenn den so nur dabei ist, aber das ist just wirklich am Ende von der Beben. Dafür ging ich hoffen, dass wir auch hier die Unanimität kriegen. Ich stelle die also zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen, wen enthält sich? Merci. Dann haben wir die ja auch von der Bern. Und dann kommen wir zu der Klassement. Klassement von einem Teil von den allen Gendarmeries, Wohnungen, Urbenum verloren gelascht.
verloren kannst. Sind dort so Wortmeldungen? Wann nicht doch? Ah, ja, doch. Herr Philipper, ja. Merci, Madame Bürgermeisterin. Das ist ein ganz interessantes Projekt, wo ich aber ein bisschen Schwierigkeiten damit habe. Und zwar, das ist ein ganz globales Site, der geht bis rauf auf den Boulevard d'Avranches. Und der Site soll also ganz gucken. Wenn wir als Entscheide für ein Kaserne von der 3 zu halten, das ist ganz sicherlich ein guter Sache, vielleicht nicht ganz kohärent. Den ersten Teil hat mich ein bisschen erfeiert, auch von der Stadt kann verstehen, und noch mal drohen, dass in den nördlichen Teil, der nicht zur Debatte steht, will densifizieren. Da will ich aber darauf aufmerksam machen, dass auf dem Teil architektonisch ganz interessante Elemente sind, wo die verschiedenen technischen Infrastrukturen in der Dachbrüche wurden, die ganz sicherlich kann flott an zukünftige Projekte integrieren. Ich ging auch von den von Densifikation schwätzt und die vielen Diskussionen erinnern, die waren wie der ganze Boulevard d'Avranches von dem Verlorenkast-Türmchen und bebaut das gehen, den auch ein Silhouette von der Stadt und weiter so von UNESCO grenzt, dass die Projekte da nicht nur punktuell auf ein Kaserne reduziert, aber ob das die ganzen Ensemble guckt. Und da hat man klassiert am PAG auch, dass wir auch einheitlich national gucken. Das ist meine Remarque. Merci. Merci. Ja, das sind die Propositionen vom Ministère de la Culture. Natürlich wird das dort zu klassieren. Wir gehen ein Avis darauf. Ich meine, den Avantage, wenn das dort klassiert wird, dann könnt ihn da relativ schnell, also alles immer relativ gesehen, schnell Wohnungen machen. Weil das sind Wohnungen, das waren Wohnungen, und die müssten natürlich wahrscheinlich von 4 Jahren renoviert gehen. Das innen bleibt ja das Museum von der Post, von der Police, gibt keine mehr. Von der Police, gibt keine Gendarmerie mehr. Von der Police, das bleibt ja, mit dann geht effektiv, so wie Herr Philipp ganz richtig sagt, da geht natürlich, wenn man in den Horizont guckt, dann steht den am innersten Teil handen auf den Boulevard d'Avranches. Da gibt im Moment kein Plan nach. Und da bin ich aber ganz recht, dass ich da ganz gut muss aufpassen, wie in den Horizont, wie die können gestaltet gehen. Aber im Moment geht es um die Wohnungen, die Uwe waren, die Aalgebäude, also Aalgebäude, so alt sind auch noch nicht, datiert von den Anfangs 50er Jahren. Ne? Ich könnte nicht mehr roden, dass wir brauchen ja Logementer, und das ist ein super Platz für Logementer, da können die überall, sowohl gar wie die Überstadt, können die zu Fuß, weil hin, das wird wirklich flott, wenn ihr hier könnt, die Gebäudeketten so schnell wie möglich renovieren, für dass man es Wohnungen kriegt. In dem Sinn, eigentlich soll man schon ein Avis positiv gehen, aber das ist aber ganz richtig, dass den da noch muss komplett am Erbe halten. Ne? Okay, ich stelle also zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci. Und dann noch in den Einzelgebäude 12 Rue de Vils. Will du ihn vorgreifen? Sind alle d'accord? Ich stelle also zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dafür? Klängen Erfolg, voilà. Dann, Lotissement de Terrain, sind wir durch, d'accord? Ja, merci. So, da kommen wir schon auf den nächsten Punkt, der Plan pluriannuel de Financement. Ich ging da direkt dem Finanzchefin fortgehen. Ja, merci, Madame Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das als für das Budget seit einer Reihe von Jahren ein Exerzice, den wir immer machen, wäre ein ganz nützliches Exerzice ist, weil ihn da auch wirklich genau gesagt,
wie wir an den nächsten 3-4 Jahren werden Finanzplan evaluieren. Ich versichere dann lo, dat aber das Kehr möglichst kurz zu machen, entweder aber natürlich no ger op all frohe, wann der frohen do sind, will nach ein Kehr mit denen habt Zuelen aufhängen. Die Inflation will ich noch nicht am Detail angehen, die Hut hat alles geschickt, die als ganz stabil. Dann aber vielleicht eine kurze Remarque, was die Evolution von der Zuel, von der Bevölkerung angeht. Da sieht er, dass die ein bisschen rückläufig ist, aber auch ein bisschen unter der Moyenne, die nationale Moyenne liegen. Das tut aber auch keine spezifische Ursachen, was die Stadt betrifft. Das hat echt damit zu tun, dass da auf verschiedenen anderen Regionen und Gemengen von unserem Land relativ große Immobilienprojekte entstehen, wo natürlich dann auch zu an die Lut geht. Als Population wiest aber trotzdem nach konsequent. Und ich meine, wir sind auch nicht ganz unglücklich darüber, dass die Zölle sich ein bisschen konsolidieren, weil da ist auch erlaubt, aber den großen Besoin, die so eine steigende Population mit sich bringt, entgegenzukommen. Das gilt sowohl für Schulen, Kirchen, aber auch Sportinfrastrukturen, wo man trotzdem einen gewissen Nachholbedarf haben. Werdelo als Resetten betrifft, die steigen weiter konsequent, natürlich ganz besonders als Haupt Resetten, das auf der einen Seite von der Dotation global, den im rund 5,74% steigt, den Gewerbesteuer op 3,32% am Jahr. Das ist also noch immer konsequent. Und wir hoffen, dass er doch weiter unhält, weil all die anderen Resetten betrifft, leider wir auch da an den normalen Moyennen, außer dass was Zinsen betrifft, mir das auch kein spektakulär Nachricht, die werden in Zukunft raufgehen, weil wir erstens aber aufhängen und unseren Reserven zu knabbern, auf der anderen Seite auch den Zinskonditionen, die wir auf der Bank kriegen, raufgehen, sodass wir auch an den nächsten Jahren Manneres hätten Niveau von den Zinsen werden haben. Was dann die großen Posten bei den Ausgaben betrifft, stehe natürlich für allem als Personal. Kächten an der do hummer eng Moyenne vun 3,77% am Joar, das sind die Joren 27 bis 29 hat er schon an der Finanzkommission gesot, dass op Basis vun den Leiit, die am Moment an der Gemeng astalt sind, sind also net mat akkalkuléiert die Posten, die man zwar schon kreiert hun noch ausgeschrieben und die aber noch net besat sind, weil man dat auch als budgetären Grund net können machen. Wat lo Funktionamentskächten betrifft, auch do leiien wir relativ stabil, mat enger Moyenne vun 2% am Joar, aber wenn dat dann alles so guckt, hummer bei eisen Depensen eng Moyenne vu rund 3% iwwer die nächsten 3 Jahre. Wat dann Reset extraordinären betrifft, das eigentlich auch nicht ganz viel. Zu soen, ich hatte an der Finanzkommission gesot, bei den Subsidien hoffen wir eis beim Pakt Logement 2.0 nicht mehr so viele Resette wie das nach beim echten Pakt Logement der Fall wird sein. Trotzdem werden wir eine Reihe von Resetten an die beläfen Schlomo rund 4 Millionen Euro am Jahr von 2027 und bei der Vente die Möbeln auch sind wir 13 Millionen Euro pro Jahr. Ich will nicht auf die Diskussion einkragen, die wir schon ein paar Mal gefordert haben, nämlich die, dass wir durch Quoten, die als zustehen bei allen großen Immobilienprojekten an der Stadt, aber werden an den nächsten Jahren können Hunderten von Logementen über die Quote kaufen. Wir werden die aber
aber sicherlich nicht selber alle Gute können an einem Immobilienbesitz halen, weil sogar die gute Situation von der Stadt Lützeburg als das nicht wird erlauben. Wenn wir dann auf die außerordentlichen Depensen übergehen, haben wir nach wie vor ganz viel Budget für gesehen, was die Akquisition von Gebäuden an von Terrain betrifft. Wir werden also weiter gucken, wenn wir interessant Terrain, aber auch Projekte, Angebote kreieren, für die weiter zu kaufen, weil wir auch mengen, dass im Moment die generelle Situation relativ günstig ist, also Terrainspreise relativ günstig sind. Und dafür werden wir weiter da an Toren abhalten, für vielleicht, wie gesagt, nach zusätzliche Investitionen vorzuholen. Dann, wer doch die außerordentlichen Ausgaben betrifft, hat gesehen, dass natürlich auch als Partizipation im Luxtram, auch mit den zusätzlichen Trassen, die dabei kommen, auch natürlich wird als Partizipation aber an den nächsten Jahren wachsen, da das nicht nur um Infrastrukturkosten, wo man mehr Werte beteiligt gehen, mehr auch auf die Funktionamenskosten geht den Monat an Lut. Das sind aber auch Investitionen, die wir gerne machen, weil wir auch froh sind, wann den Tram weiter ausgebaut kann gehen, und damit noch als öffentlichen Verkehr nach mir attraktiv wird gehen. Dann, an das vielleicht den immer interessantsten Slide oder Sliden, die wir auch hier viergestalt tun, werden die Evolution von unseren verschiedenen Fonds de Reserven, als die sieht, dass die los aber sicher Ruf gehen. Es werde ich auch all Jahr immer gewisse Predigten, nämlich dass man als ob die ganz großen Reserven, die wir im Moment tun, nicht zu viel Illusionen sollen machen, wenn wir wirklich voll an die Rulle kommen. Und wir hoffen, dass das der Fall wird sein. An verschiedenen Großprojekten noch werden an die Realisationsphase kommen, riskieren wir da wirklich aber relativ schnell die Reserven abzubrauchen. Und dafür will ich auch dann einkehr so, und dann aber auch da ein bisschen Attention darauf fokussieren. Das sind die Projekte, die dir, mir alle Gute schon gestimmt tun. Das ist am ganzen Kostenpunkt von 2,4 Milliarden, rund 2,4 Milliarden. Und wenn wir dann noch Projekte nachvotieren, dabei holen, das sind da rund 3 Milliarden. Das heißt, dass die Stadt Lützeburg an den nächsten Jahren also einen Finanzierungsbedarf wird tun von rund 3,5 Milliarden. Ich wiederhole noch einmal die Zahl. 3,5 Milliarden für auch die Leute, die immer Mengen an, das sind nicht Leute bei uns am Kreis, mir echt da von anderen Gemengen, Stadt Lützeburg, die an der Suche schwammen, aber wir hätten da viel zu viel. Wenn wir wirklich nur ein Jahr bei den Projekten kommen, wird das ganz schnell aber auch raufgehen. Dann, was die Gesamtfinanzsituation betrifft, ist die nach wie vor noch immer gesund. Wir sehen, wenn die Evolution von den Fonds wird gucken, dass die, wie gesagt, aber regelmäßig werden raufgehen. Nach muss ich wissen, dass das natürlich auch immer ganz eng zusammenhängt mit dem Fortgang von der Exekution von gewissen Projekten am Extraordinär. Und ich versuche, dass wir da nicht immer so schnell vorkommen, wie wir das hätten. Aber auch für da auf eine Kritik zu antworten, die auch schon formuliert ging als von Kollegen von der Opposition zu gut. Wenn wir dann aber giffen so schnell vorkommen, und wir giffen die Reserven zu einem Teil opbrauchen, während aber nach Ende 2029, wenn das Mandat von diesem Gemengerot benennen kommen, nach rund 300 Millionen an die Reserven dort. Das ist also nicht so, wie das dann heute argumentiert wird, dass diesen Chef oder diese Majorität hier einen eventuellen Nachfolger eitel käsen, giffen hannerlosen. Das wird also so oder so den Fall nicht sein. Voilà, liebe Kolleginnen und Kollegen, das für die großen Zahlen. Ich will aber das Jahr noch ein Jahr unterstreichen, dass ihr wisst, dass all
die Parametern, op die wir uns basieren, das sind die wir vom Interieur kreen, am Überholen die Telkel, weil wir auch keinen anderen schwa hun. Ich muss aber so, wenn ich ein bisschen so die geopolitische Evolution gucken, mit der wir da an der Welt konfrontiert sind, man aber heint ein bisschen mulmig, weil ich mich wirklich freuen, ob die Resetten aber nach so werden sprudeln, wie das bis so der Fall ist, weil wenn es wirklich gibt es eine richtige Krise kommen, an der wir Gott sei Dank bis noch nicht sind, kennt der ganz schnell an eng einer Richtung gehen. Dafür mengen ich schwärme alle gut beraten, do wirklich vorsichtig weiter zu bleiben, weil wenn den Herr Trump Menka Moyens absteht, dann könnte eng verrückten Idee kennt er mal für Lützeburg desaströse Konsequenzen hun. Und ich hatte für kurzem auf einem anderen Platz gesagt, immer von allmählichen Sanktionen geschwert, die do könnte von Amerikanern geholt gehen, die Eis am weitsten Gift doen, wer die von den Kreditkarten, weil das etwas, was ganz viele Leute nicht bewusst ist. Das ganze Kreditkartensystem hängt exklusiv von den Amerikanern over. Wenn dem Herr Trump Gewenker aufhalen, den Daumen drauf zu halen, dann könnten wir alle Guten wie Millionen europäische Bürger eventuell nicht mehr diese Kreditkarten bezahlen. Just für ein kleines Beispiel zu gehen, wie schnell das aber ein Kind kommt. Wir müssen mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, optimistisch bleiben, und noch nicht so viel schwarz gesehen. Und dafür bin ich aber trotzdem froh, als Finanzschaffen weiter auf ein gesundes Finanzlehre zurückzugucken. Und ich hoffe, dass die als nach meistens lang wieder erhalten bleiben. So, merci vielmals für die Präsentation. Wen will dort? Oh la la, ich schreibe das mal einfach all da rein auf. Werner. Weidig. Los, bis ich den Namen gesagt habe. Herr Weidig schon nicht. Mama Milchen. Den Herr Benoit. Den Herr Badu. Okay. Bon, Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boyer-Meester. Ja, ein Monat, nachdem wir ein dicker Monat, nachdem wir die Budgetsdebatten dann haben, respektive auch das Wort vom Budget für das Jahr gestimmt haben, beschäftigen wir uns dann traditionell mit dem Finanzierungsplan von der Stadt Lützeburg. Ich fand das ganz persönlich immer einen ganz sinnvollen Exerzice, weil uns aber auch ein bisschen einen Abblick gibt an der längerfristiger Perspektive, was durch Projekte angeht, an auch wie die Stadt Lützeburg durchsteht, aber wo ihr wahrscheinlich aber muss einen anderen Druck halten für die Zukunft. Und du hast eigentlich den Staat mit den Dokumenten, die daraus vier gelöscht hat, respektive die da rausschicken an den Interieur, die eigentlich auch das bestätigen, was ich an meiner Budgetsdebatte schon gesagt habe, nämlich, dass wir schon einen An müssen drauf halten, ohne dass wir Panik machen, mit dass wir müssen einen An drauf halten, wie wir mit den Investitionen ausgehen, weil es aber ein Risiko gibt, dass wir an den nächsten Jahren die Reservewerten raufgehen. Selbstverständlich ist Investieren immens wichtig und das unterstützen wir auch und fordern wir immer selber als Gring. Ich meine, das ist aber wichtig, dass, wenn wir dann investieren, dass wir wirklich extra gut darauf aufpassen, wie wir investieren und dass das auch Projekte sind, die wirklich an der längerfristigen Perspektive gut sind, dass wenn wir heute etwas als Gemeinderat dezidieren, dass dort etwas ist, an 10, 20 Jahren auch immer noch gut aus, also dass da, wo wir zu investieren, sie wirklich auf der Höchste von der Zeit sind. Wenn ich also Logement gucke, wir investieren an den Stehen, an die steht auch die nächste Generationen nach zur Verfügung, dann ist das eine gute Sache, die auch nachhaltig ist und die längerfristig gut ist. Wenn wir investieren sonst an Geringinfrastrukturen, wo wir investieren an eine bessere Luftqualität, an eine bessere Lebensqualität an unserer Stadt, dann ist das auch etwas, was an 10 Jahren, an 20 Jahren und so weiter auch noch gut ist, gerade vom Hintergrund vom Klimawandel. Wenn wir also investieren an einen besseren öffentlichen Transport, dann ist das gerade vom Hinblick auf den Tram, der wirklich eine richtige Investition ist das eine gute Sache. Und das wird man auch immer unterstützen.
Vom Hintergrund dann aber auch, dass, wenn ich mal die Pläne so angucken, an respektiv Politik, auch wie sie dann Heinz vom Chefrat gemerkt hat, wo mir dann auch Heinz den Fang auf die Wunde legen, gesehen wir das aber leider nicht bei allen guten Projekten, wo wir auch wirklich der Meinung sind, dass sie immer auf der Hälfte von der Zeit sind. Immer haben wir ja zum Beispiel Diskussionen, wenn wir zum Beispiel Straßenbauprojekte frisch machen, wo wir da so ja, als der total wirklich ein Projekt, die wirklich den Herausforderungen von der Zukunft gerecht wird, was Mobilität geht, was Begringung geht, was Verkehrsberuhigung geht, sind das wirklich Projekte, die vom Hinblick, was gerade auch Punkt Adaptation vom Klima urbanisieren, die gut genug sind. Und das meine ich als wirklich etwas, wo in den nächsten Jahren dann nachher besser muss abhapsen, vom Hintergrund eben, dass man als Reserven aber an den nächsten Jahren riskieren, aufzubauen, auch von allem auch vom Hintergrund natürlich, den wir immer müssen haben, dass wir als Gemeinderat müssen extra gut aufpassen, wenn wir die Suchen umgehen, weil sie natürlich nicht Eissuchen mit sind Suchen von der Stadt, Suchen von den Bürgern von der Stadt. Vielleicht aber dann einfach kurz mit Zahlen in der Mauer. Wir hatten am Budget, den wir gestimmt hatten, für das Jahr gesagt, heute Chefrat, da ist ein Dokument hier gelöscht, wo 232 Millionen Defizit drauf waren, rektifiert für das letzte Jahr von 175 Millionen Defizit an ein Konto vom Jahr 24, wo keine Reserve mehr gemacht gesehen. Bon, avoir, was wirklich dann dabei rauskommt beim Jahr 2025, mehr. Wenn ihr aber auch guckt, was am Mehrjahresfinanzierungsplan 4 gesehen, dann ist bis Ende 2029, muss ich schon sagen, als sind Reserven nicht ganz abgebraucht, ihren Plan noch, mehr. Ich denke, wenn dann an der Richtung die weitergehen, werden sie aber 2030 abgebraucht. Auch das, wie gesagt, keine Katastrophe, wenn sie gut investiert gehen. Aber dafür ist es eben noch wichtig, dass sie als Gemeinde auch dann wirklich einen Eindruck hält, wie die so investiert gehen. Und ich hatte zum Beispiel schon Beispiel genannt von Chantieren, wo wir dann immer kritisieren, hey, mit der Totendach vielleicht nicht unbedingt wie an den 90er Jahren, wir gucken, das zu machen, wie in den Jahren 2030 oder 2020, 2025 wirklich innovativ machen. Ich gucke just lang Zirkusprojekten 340 Millionen, die an dem Mehrjahresfinanzierungsplan draufstehen, ja nicht gestimmt gesehen. Dabei könnt ihr nach Wasserkanal und so weiter. Also lang die Park von den Infrastrukturen, die wir machen, wo dem Solomon als Straßen an einen urbanen Raum geht, da ist wirklich viel so viel gesehen, aber ich will da wirklich am Anfang meiner Fraktionen erstreichen, dass dürfen nicht Projekte sind, die eigentlich, wo man Sachen zurückbauen, wie sie an den 90er Jahren oder danach für Druck gebaut sind, da muss wirklich innovativ Projekt sein und das vermissen wir wirklich heinz du. Wenn ich dann die Lösung ein bisschen gucken, ohne jetzt viel an Details zu gehen, da sind wir aber auch noch nicht ganz sicher, ob wirklich nicht Projekte zum Teil vergisst sind. Zum Beispiel ein Dauerbrenner, wo wirklich schon Ewigkeiten davon geschwärzt wird, die Open Piscine. Die ist eigentlich schüßt, wenn ich richtig gucke, mit einem Kredit de Demarrage für gesehen, von 1 Million mängisch an der ein paar Jahren. Ich meine, wir wissen alle gut, wenn die Stadt ein Schwamm baut, da kostet die nicht just 1 Million. Das wäre ein Projekt, ich meine, wenn ich nicht echt mengt, das will, die gehört dann pluriannuell dran. Wir haben kürzlich auch viel diskutiert, die ganze Sportkomplex zu haben. Wenn ich richtig geguckt bin, so Ferrer de ma part, als just den ersten Teil dran, den wir schon gestimmt haben. Weil du hast einen zweiten Teil, die mindestens werden so teuer gehen, wie den ersten Teil, den wir schon gestimmt haben. Auch den fand ich nicht dran. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich mich so irren. Dasselbe ist die generell Kredite dran, was Schulen an Foyers angeht, was Renovierung angeht. Ich erkenne aber nicht wirklich dran, wo neue Projekte vorgesehen sind, wissen vom Hintergrund doch, dass wir aber in den nächsten Jahren denken wir auch an neue Schulgebäude müssen investieren, an neue Foyer müssen investieren, an respektiv neue Kräche, wo wir auch gesagt haben, dass wir als Ringerball vor der Meinung sind, dass Kräche müssen, dass du aber den Teil von den öffentlichen Krächen muss gehecht gehen, wie zum Beispiel auch das Centre kulturell für Gasbrüch zum Beispiel, der auch soll von der Gemeinde frisch gemacht, die noch steht, nicht dran. Das ist ein kleines weiteres Beispiel, sodass man eigentlich so in die Richtung geht, das Dokument hier, dass man aber Projekte, die aber auf der Liste stehen, nicht
nicht daran fand, das heißt, wir denken sogar echter, dass nach mehr den Besoin und Investimenten ist da sogar nach mehr heiß ist. Wenn meine erste Message ist schon ankommt, wir müssen wirklich gut aufpassen, wie wir mit den Suchen umgehen, dass wir wirklich sollten investieren. Wir müssen da noch wirklich investieren, an die Investor auch so machen, dass sie der Hälfte von der Zeit sind. Und auf der anderen Seite denke ich, ohne Panik zu verfallen, muss sich einfach noch irgendwie einen Plan geben, wie ihr guckt. Und das muss ich am besten loscher planen. Wie machen wir da weiter, wann wir Reserven aufbauen, Dono. Das heißt, ich denke, da muss sich schon eine längerfristige Perspektive auch gehen, was zum Beispiel auch Rissette sind. Natürlich, wenn man mit den ordinären Depensen umgeht, aber auch wie die Gestion vom Personal zum Beispiel und so weiter und so fort. An dem Sinn, sonst vielmals merci für die Nullaustere. Wie gesagt, ich meine von der Marschrichtung, also so, dass wir Investitionen da ganz klar unterstützen, muss ich wirklich beim Aufbau von der Reserve wirklich nicht in Panik verfallen. Au contraire, Investitionen sind gut, aber sie müssen in der Hälfte von der Zeit sein. Und ich meine, soll die nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns dann aber auch müssen, damit also nicht setzen, wie wir eine längerfristig, nachhaltige Finanzpolitik hier in der Stadt machen, die auch über den Horizont von den nächsten 10 Jahren raus, mir wirklich auch für die nächsten Generationen, dass für die auch nachher bis du hast. Vielmals merci. Vielmals merci, Herr Benoit, an der Ginstwurt und Madame Milchen. Merci für das Wort. Ein pluriannueller Finanzplan ist nicht nur eine technische Abzählung für Ressourcen und Depensen für die nächsten Jahre, das ist für allem ein politisches Dokument. Dieser Plan weiß ganz klar, was Prioritäten von dieser Majorität sind, aber leider auch, was für einen nicht. Und da will ich direkt auf einen Auszug von Herrn Moser aus dem Rapport von der Finanzkommission angehen, der mich wirklich stört. An diesem geht auf hier, dass hier in der Meinung ist, der schwache Wachstum von der Stadtbevölkerung von 1,09% im Vergleich zu den 1,4% im Nationalplan hat für allem 2 Ursachen. Großbauprojekte am Norden und am Süden vom Land und eine internationale Tendenz, dass immer mehr Leute an Hyperzentren wohnen wollen. Das ist vielleicht eine bequeme Erklärung für euch, entspricht aber nicht der Realität von den Leuten. Die traurige Wahrheit ist, viele Leute wollen ganz, ganz gerne an einer schönen Stadt wohnen, aber sie können sich einfach nicht mehr leisten. Nicht, weil sie die Stadt nicht attraktiv fanden, sondern weil Preise und Loyer in den Jahren explodieren. Ja, dieses Phänomen existiert auch an anderen Städten. Wir an der Stadt Lützburg sind besonders dramatisch, weil als Hauptstadt immer mehr zu Platz gibt für ein paar Privilegierter mit ganz hohem Einkommen, für die Spekulation und immer mehr für Menschen mit einem durchschnittlich guten Gehalt, Familien, Jungleute oder Längerzehnte. Und dabei kommt dann auch noch, dass an der Stadt nur rund 2% sozialen abordablen Wohnraum existieren. Das ist nicht nur ganz, ganz tief unter dem europäischen Durchschnitt, den zum Beispiel steht wie Paris, Berlin, Amsterdam zwischen 15 und 30% Leid, das ist für allem auch politisch einfach nicht mehr zu verteidigen. An hier kommen wir zu einem Punkt, den der Stadt der Sozialisten besonders Angst macht. Nur die Rapporten und nur die Erklärung von Herrn Moser will die Stadt in den kommenden Jahren Immobilien verkaufen, weil die finanzielle Belastung zu groß ist. Gleichzeitig wurde am Wahlkampf und an der Schafferotserklärung groß angekündigt, dass 500 Millionen Euro an dieser Legislaturperiode an das Logement sollen investiert gehen. Wir fragen uns ehrlich, wie passt das zusammen? Das ist wie Wasser an eine Fassschütten, was rund. Wir investieren, wir kaufen Immobilien, wir verkaufen sie direkt nicht. Die Frage ist also nicht, ob investiert wird, sondern ob das Investitionen langfristig zu mehr öffentlichem, aber bezahlbarem Wohnraum führen. Mit dieser Approche wird der Logementspark von der Stadt auf jeden Fall nicht substanziell vergrößert, so entsteht auch keine nachhaltige öffentliche Wohnungspolitik. Das weiß uns ganz klar, es fehlt in einem konsequenten und langfristigen politischen Willen, für den städtischen Immobilienpark systematisch auszubauen, für die Lokation, für öffentlichen Wohnraum, für Sozialdurchmischung, für endlich etwas gegen den katastrophalen Zustand und unserem Logementsmarkt zu erholen. Ja, das ist richtig, die Stadt Lützburg plant jährlich Abkauf von Terrain an Immobilien. Mit gleichzeitig wird verkauft und das Resultat ist, der Nettoanteil und bezahlbarer öffentlicher Wohnraum klimmt einfach nicht substanziell. Und da stellen sich noch ganz konkret Fragen, und wir sollen das Objekt verkauft gehen, freie Marché. Aber was haben wir dann mittel- und langfristig gewonnen? Dann wird das leider klar, nicht ganz viel. Weil Kontrolle über bezahlbaren Wohnraum an öffentlicher Hand bleibt lächerlich niedrig. Alkeers gibt eine neue Excuse, weil das Lograt nicht geht.
Mit Resultat ist immer dasselbe. Zu wenig bezahlbarer Wohnraum an einem Staat, die für immer mehr Leute accessibel wird, immer mehr Leute Wohnraum bietet. Wohnen als kein Luxus, Wohnen als Grundrecht. Und gerade an einer reichen Stadt wie Lützeburg hat das Staat Verantwortung, hier zu gehen, nicht mit Annoncen, sondern mit konsequenten politischen Entscheidungen. Merci vielmals. Merci, Madame Milchen. Und da gehen ich und den Herr Weidisch. Ja. Merci für das Wort, Herr Bauer. Allgemein begrüßen wir den Plan pluriannuel financier, der vorgestellt genoss. Es scheint raisonnabel zu sein, auf der Seite von Recetten an Depensen. Wir sind auch verstanden, dass Stadt Lützburg in den nächsten Jahren einen Teil von seinen Reserven investiert, für mehr Wohnraum zu schaffen. Da muss man sich natürlich vorstellen, für was braucht man mehr Wohnraum. Das ist natürlich durch einen unkontrollierten Wachstum, wo hauptsächlich sozial schwache Lützburger aus ihrer eigenen Stadt verdrängt gehen. Das ist ganz tragisch. Das ist aber gut, dass man die Reserven investieren, für neue Wohnraum zu schaffen. Wie gesagt, das ist noch wichtig, dass die Leute, die seit Jahrzehnten an der Stadt gewohnt haben, und noch echter sozial schwach sind, dass die davon profitieren können. Ich will hier am Anfang das 4 Fragen stellen, die sich als immer nicht stellen, aber noch immer nicht darauf geantwortet wird. Das erste ist, wir sind auch verstanden, dass man Immobilien an Terrain kaufen, mit der Suche vom Steuerzahler, aber da ist nicht gefällt, das hat natürlich ja schon so oft gesagt, als bei größeren Immobilientransaktionen keiner wie independent angeholt gehen. Und du hast mich echt froh, und er muss ja, wir refusieren danach immer bei großen Immobilientransaktionen wie independent zu fragen, für das de Steuerzahler mehr sicher kann sein, dass das Transaktionen auch fair auflaufen an einem raisonnablen Preis. Mit zweitens muss ich leider nicht feststellen, dass halt der Plan pluriannuell einen Teil von der finanziellen Situation von der Stadt Lützburg durchstellen. Wie ich immer nicht betonen, also es fehlt einfach ein klarer Vue, wie viel Aktiven die Stadt Lützburg aus seinem Besitz hat. Und das sind für allem Terrain an Immobilien. Das Gemeindekonseil fand ich komplett außerstand, für wirklich die richtige finanzielle Situation von der Stadt Lützburg richtig anzuschätzen, wenn ich nicht mal weiß, wie viel Aktiven man haben, Terrain an Immobilien. Du fasst mich zweit froh, wie viel Aktiven Punkt Terrain an Immobilien haben wir, aber sind die wert? An die zweite Frage, also es möglich, dass ich eine Liste kann kriegen mit allen Terrain an Immobilien, die die Stadt Lützeburg hat, mit ihrem Abkaufspreis und noch mit ihrem ungefähren Schätzwert. Ich meine, das wäre ganz wichtig für Transparenz par rapport zum Chefrat und Gemeinderat. Zu seinen Bürger, dass Bürger mal endlich wissen, wie viel Suen oder wie viel Werte das Stadt Lützburg hat. Die dritte Frage, als eine Frage zu den Reserven. Ich verstehe, dass Reserven raufgehen bis Ende 2029 auf 300 Millionen. Wenn die Prognose richtig sind, ich fand das okay, wenn ein Staat viel Suen an Reserven hat, also absolut sinnvoll für die Suen zu investieren. An sinnvolle Sachen wie Immobilien oder auch Infrastruktur, und das begrüßen wir definitiv. Meine Frage ist,
wie Dave können das Reserven fallen. Wo dir als Chefrot irgendein Vue, da sollte ja okay, wir werden definitiv ein Minimalreservfall von ich weiß nicht, 200 Millionen oder 150 Millionen oder geht das nur einfach auf oder mal da irgendeine Grenze, wo das so, nee, wir wollen nicht, dass Reserven unter 300 Millionen fallen. Wenn das der Fall ist, da muss man pro Projekte annullieren oder eventuell irgendwo anders spuren. Und du warst mir froh, wir haben ja schon eine Minimalreserve am Kap, die dir gerne wollt implementieren, an der nicht gerne wollt fallen. Am eng feiert froh hat dat as zu halt Resetten an du hu auch richweis so dat die ganz finanzielle Situation extrem stark davon of wat Lützburg krit vom Fonds de Dotation global de Kommunen, das im Moment ungefähr 800 Millionen vom Impo kommunal demarkreieren. Du wurde halt richterweise gesot, dat Kind wenn man eng stark Rezessionen dat Kind stark fallen. Ich weiß nicht, vielleicht 10-20% oder so etwas. Am vor du auch halt so ein Notfallprogramm, weil normalerweise bei einer Firma die möchten irgendwie halt die Plan die nächste 5 Jahre mit in der Woche halt Szenarien, die sich dann überlegt, so immer zum Beispiel durch eine starke wirtschaftliche Krise fallen als Rezepten, ich weiß nicht, vielleicht 20%. Und du hast mich froh, du schon halt Idee, was da wilt machen, will dann do ein, zwei Projekte noch anstellen oder will da gern eventuell man Leute erstellen oder will da, was will da machen? Hat da halt am Kopf schon irgendetwas, was er will machen? Das soll meine Freunde, die schon, ich gebe mich eine Antwort frei. Merci. Merci auch, Herr Beidig, Herr Werner. Ja, merci vielmals. Also sichers eben den pluriannuellen Plan politische Steuerinstrument muss op jeden Fall sinn, kann net sinn, zum wie fir eng Stadt wie Lützeburg, die stark wiest, die sech auch stark entwickelt, an de sech méi wie Tabstadt vum Land sech sogar eng Metropol vun der Großregion. D'Entwicklung muss also serieux planen. Et huet net immer den Andruck, dat dat de Fall ass zum van den Zrick guckt, zum an Domäner wie de Logement, vom Transport oder von anderen öffentlichen Infrastrukturen, die auch d'enfance ugin. Natürlich gëtt weiterhin investiert, doch positiv investiert, selbstverständlich, wir stimmen viele Sachen mat, das ist normal, aber das ist nicht immer evident, eine Kohärenz an der Investitionspolitik zu erkennen. Für dich einmal, was Zahlen angeht, also wir sagen, dass regelmäßig gesagt in eine große Kluft zwischen den geplanten Investissementen an der Realisierung, wenn sich Zahlen anguckt, also 2021 zum Beispiel goufen für die Dépenses extraordinaires, also die Investissementen, geht 420 Millionen gestimmt. Am Konto den schlussendlich 253 Millionen, das ist ein Unterschied von 168 Millionen. Das Jahr drauf 2022 414 gestimmt, 276 realisiert, ein Unterschied von 137 Millionen. Es geht immer so weiter. 23 419 Millionen gestimmt, 305 realisiert, ein Unterschied von 114 Millionen. Und das spiegelt sich auch weiterhin an der Differenz zwischen dem votierten Defizit der schlussendlich dem Exit, an den am Konto steht. Aber wenn ihr guckt, ich gehe noch nicht bald Zahlen an, aber zwischen 2021 und 2024, da können den sich auf einen Unterschied zwischen dem Defizit und dem Exzedent von 703 Millionen Euro. Das ist schon beträchtlich. Wenn den Lo aber auch alles guckt, was geplant ist, dann der wir noch nach einen
kleine legitimen Dut hun, ob sie überhaupt noch an dieser Legislatur realisiert gehen. Und da gibt aber noch ein jetzt Sachen, die geplant sind für 27, 28, 29, wo sich aber frohen van de nicht wirklich ugepackt gehen und noch gestimmt gehen an dieser Legislaturperiode, da gehen sie wahrscheinlich auch niemals realisiert. Tisch mir sind an einer Problematik von einer permanenter Überschätzung. Ich bin nicht so katastrophistisch, was die Reserven angeht. Also haben wir Menge auch weiterhin immens viel Sput für größere Investitionen, notamment am öffentlichen Wohnungsbau. Dafür das möchte ich nicht zu einfach für ein klarer Linie an der Investitionspolitik vom Chefrat zu erkennen. Den noch echt so den Eindruck, dass mehr reagiert wird, wie agiert wird, dass investiert wird, wo muss investiert gehen, mehr, dass nicht so richtig erkennt, auf was für eine Richtung strategisch die Stadt will gehen. Da fangen wir an, auch was Besoin von den Services angeht, beim Personal zum Beispiel. Bon, lo haben wir Mann dazu, wo es für die Periode 2026 bis 2029, wie zum Beispiel 2024, 2025. Kann aber nicht sein, dass man Besoin haben. Dafür müssen wir noch die Besoin für das Mal quantifizieren. Es geht nicht darum, die Leute einfach so blank anzustellen, aber auch auf länger Dauer mittelfristig können anzuschätzen, was braucht eine Stadt für Servicepubliken und dementsprechend, inwiefern muss noch Personal erstellen. Bei den Krechen, bei den Freiskolären, da seid ihr nicht viel Neues. Dabei hat ja auch nach den Edukationsminister einen Appell gemacht und Gemengen für hier Verantwortung zu überholen. Ich stelle da aber fest, es fängt ein bisschen komisch zu gehen, weil durch irgendeinen Zufall als Koalition an der Stadt, an der beim Staat, wo sich dieselbe Kraftverhältnis umgedreht zwar, aber sich dieselbe dann hier den aber immer so Kontradiktionen. Einerseits richtet sich den Herr Moser richterweise darüber ab, dass der Staat nicht genug an WFN investiert. Lo sinn wir den Herr Meich den appléiert Gemengen an den Schmeng mis sinn do do appléiert sech méi an Verantwortung zu hole, wat Krächen ugeet fir gut, wann en sech fleit, weil dat betrifft Stadt Lützeburg menglech awer definitiv, dat man net genug öffentlich krächen hun wie se ganz weit vum Schoss. Also all Kartier mis Winzen seng hunn, dats de Minimum verschiedene Kartier méi wie eng, Union net all die selvech kréist, do brechen awer eng eng gewisse Kohärenz, eng politische Kohärenz och. Wat Scholen ugeet, do sind nach immer so groß Fragezeichen, die opbleiwen, wo bleibt Budgetisierung vun der neuer Schule an der Adolf Fischerstraße, Kartier neu hollerech, do we se noch nach immer net, ob do wéi do eng, dats noch immer kein Platz fir eng Schul fir gesinn. Und dann sind wir Remenker beim Logement. Bon, du merkst noch, dass die Investissementen an den WFA, an den Terrain aber zurückgehen. Dabei müssten sie wissen, für die Wohnungskrise entgegenzuwirken, mit öffentlichen Wohnungen ein Gewicht zu den höheren Loyen zu schaffen. Ich habe den Eindruck nicht lassen, dass den Schafferot sich da absoluter Urgenz op de Wohnungsmarkt net bewusst das. Das sogar méi wie ein Andruck, weil das Joch schon heinz ugeklungen ha am Gemengrot von der Seite von der Majorität, dat u sech Situation im Wohnungsmarché an der Stadt net so katastrophal wie. Dat eng froh vun Point de vue natürlich. Vom Point de vue vielleicht von Promoteuren das nicht so katastrophal. Wir müssen aber für dich mal gucken, ob es den Anwohner soll gehen. Und das ist katastrophal. Wir haben im ganzen Land sowieso, wir haben nach Krack mehr. Und das eben so. An der Zwischenzeit sind wir an einer Situation, wo wir für an der Stadt zu wohnen, wenn nicht gerade Staater aus der zweiten, dritten, vierten Generation, also schon, wo die Familie schon sind längere Generationen heuer, sondern denen Glück hat, etwas zu irren. Aber da muss ich schon zu den irrwischten Mittelschichten wenigstens gehören, für was können zu kaufen und zu lohnen sogar.
huet de Fleit den Andruck, dat eng bewusst Politik ass fir nach schüst fortunéiert Leiit ha an der Stadt unzezeien. Dat fleit eng politische Strategie fir auch fleit eng Majoritéit ze konsolidéieren bei de Wahlen. Op Südverfall ginnech den Andruck net lass. Hun fir run vun der permanenter Iwerschätzung geschwaart vun den Defiziter mé hunn also weiter Iwerschëss an déi sollen zum großen Deel an den öffentliche Wohnungsraum investiert gehen. Wir hatten als Linksfigur für diesen Wahlkampf 2023 vorgerechnet, da sind wir mal ausgegangen von 1,1 Milliarden Iwerschuss. Und da hatten wir ausgerechnet, dass ich schon eine Tranche so von 833 Logementer ohne Problem könnte vierfinanzieren. Das Jahr drops gibt nämlich Staat 75% vom Staat rumkriegen, wo man da bei einer weiteren Tranche dann no auch ein Kerl von 833 Logementer die Staat nach just 146 Millionen muss vierfinanzieren. Dann bei den weiteren Loyersresetten, die man kriegen, geht das ganz dann sogar zum Selbstläufer. Aber selbstverständlich sollen wir nicht verkaufen, das wird man tun. Keine Wohnungen verkaufen, kein Terrain verkaufen, wir müssen als Mittel gehen. Wenn wir die Mittel nicht tun, dann müssen wir als Mittel gehen, weil wir müssen uns vorstellen, ob das Logement eine Priorität ist, den richtig abordablen Logement eine Priorität ist, und nicht die falschen abordablen Logement, wie den Herr Hempel auch an einer Carte Blanche Bertel ganz gut gesagt hat, ob das eine Priorität ist an der Stadt. Voilà, das heißt, denno gibt es schon noch eine ganze Partie Sachen, die ich planen kann. Ich meine, ich hatte das schon einmal gesagt, Aperituren waren vielleicht für eine Sache, aber immerhin gut, war keine Bürgerbeteiligung mehr. So etwas Positives, das sind die Berichte, die aber ganz exhaustiv sind und die auch interessant sind, weil du so in einer Quartier die Leute was sie wollen. Und ich meine, das kann schon auch ein Outil sein, für auf lange Zeit zu planen, für sich eine Idee zu machen, was die verschiedenen Quartiers brauchen. Wir müssen noch weiter gehen und noch Bürgerkomiteen an all Quartier gründen, hin Mittel gehen und so weiter. Wir können ein bisschen mehr harmonisch und dezentral können zu gucken, was man für Infrastrukturen in der Stadt braucht. Und das gibt wahrscheinlich dann noch der strategischen Planifizierung von der Stadt helfen, wenn ich noch ein bisschen auf die Basis lauscht. Aber wie gesagt, wir haben noch viel Besoin an einer Stadt, die immens stark wächst und den nicht den Eindruck, auch mit diesem Projekt pluriannuell, dass es in die Richtung geht. So, ich merci. Merci auch. Und ich ging dann dem Herrn dort fortgehen. Merci, Madame Pulver. Das ist ja nicht einfach. Du all denen aus und die schon gemerkt, die sind nach Trau zu behalten, an etwas also zu sagen. Wir werden da doch packen nach Hause. Ja. Dat ich aber wollte schon, also uns Meinung als meine Ideen, die auch am Finanzchefen, das ist nicht ein politisches Steuerinstrument. Das Wort dazu an die Sachen, die dran sind, die votiert sind, effektiv, das sind politische Decisionen, die Stunden erstehen an den Schaffenrotserklärungen respektiv, sie wurden an Gemeinderat zum Wort. An effektiv zum Wort, wo auch de Budget, die wir hatten am Dezember, ordinär, extraordinär, rektifiziert. Und da weise ich aber nicht darauf hin, für nicht zu viel Zeit mit den Fragen vom Logement zu verlieren, aber an der Schaffenrotserklärung stunden wir von uns 500 Millionen Budget also engagieren, für die Mandatszeit 500 Millionen an Logements investieren. Eine Menge Rechnungen sind wir ungefähr los schon, mit Budget 26, bei über 600 Millionen. Die sind, das ist natürlich schwer, muss ich heiße Sachen zusammenrechnen. Das muss ich also supposé, dass die Addition und Subtraktion beherrscht. Aber Addition und Subtraktion von verschiedenen Positionen, natürlich sind noch Terrain dabei, weil ein Terrain kann ich nicht bauen, dafür sind noch Terrain dabei, die Projekte dabei, wo wir uns engagieren, selber zu bauen, und die Projekte dabei, wo wir verkaufen.
Wie wenn die sich vont en futur Etat d'achèvement, forcément sind sie nicht fertig, wenn man sie kaufen, die sind gebaut. Wir haben die letzten paar Jahre paar 100 Wohnungen aber schon aufgeholt und sind schon hunderte von Wohnungen am Bau. Dafür für die politische Intention von dieser Majorität auf Frage zu stellen, dass das auch wirklich einfach total dann so zu machen und einfach mal etwas zu sagen. Und das ist aber nicht okay in diesem Kontext. Weil der Kontext hier, und ich definiere, und ich werde mit dem Plan pluriannuell muss stimmen, also führen wir nicht muss stimmen, also ihr habt dazu äußern und diskutieren und dann diskutiert kriegen und den Chefverrote muss an den Innenminister, weil den früher wo das nicht. Da dass durch ein europäisch Direktiv kommt, ich meine nur der Finanzkrise von den 2008, 2012, also Weltwirtschaftskrise und dann die Länderfinanzkrise, weil effektiv froh abkommen ist, wie stehen die öffentlichen Haushalte an der gesamten Europäischen Union da am Finanzament? Sind sie autofinanzabel, laufen wir an einen Schuldenfall an den einzelnen Ländern? Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir einen gesamtkohärenten Überblick über ganz Europa? Niveau Staat und dann also Zentralstaat und dann untergeordnet Lokalautoritäten, wo eine Gemeinde dazu gehört. Und das an dem Kontext, wo wir sollen so Plan aufstellen, wo wir die Plan auch machen. Und da stehen dann die Projekte dran, und die Projekte. Und dann habt Ziel davon, das festzustellen, bringen wir es fertig, die Sachen, die wir wollen machen, die wir schon votiert haben, ohne zusätzlichen Zugriff auf Freemitteln oder was das dann wäre von Freemitteln, die wir brauchen. Und ich meine, das Ziel, das erreicht natürlich dieser Plan pluriannuell perfekt, weil wir haben kolossal Investitionsprogramme, die wir über die nächsten Jahre, also bis 2029, mit einem großen Rhythmus zu tun, gleichzeitig aber ohne Retour auf Freemittel finanziert werden. Und das ist den But von dem Exerzice. Wenn ihr mich als Finanz interessiert, dann noch froh, wo ich Sorgen habe. Ich habe keine Sorge am Niveau von der Budgetisation, weil mit den Vorgaben, die wir kriegen, weisen, dass wir uns Resetten am Ordinär, und das ist das Wichtigste. Die Resetten ordinär wurden mehr wie die Dépenses ordinär. Und da wissen, dass in den nächsten 3 Jahren am Ordinär immer mehr ratkriegt, wie ihn ausgeht. Das ist am Ende das Allerwichtigste. Wenn man das gibt, dann haben wir ein seriöses Problem. Und das nächste, dass wir den Extraordinär, den wir finanziert kriegen, das möchten wir auch keine Sorgen. Eine Sorge, die ich aber habe, dass die den Herrn Moser so tut, als die Hypothese, die Basis, die wir für die kriegen, die Hypothese, dass die Resetten mit über 5% Jahre wurden, die nächsten 3 Jahre, ist das plausibel? Respektive bringen wir das fertig als Land? Respektive bringen unsere Wirtschaft das fertig, an unseren Emploi fertig, das Steuerabkommen zu generieren, dass wir 5% im Niveau national und auf dem Niveau der Menge mehr wie 5% Croissance haben an der Reset fiskal. Da wäre ich ein bisschen. Also ich hoffe und ich bleibe positiv, weil ich meine, wir sind auch ein dichtes Land, aber da hätte noch kein mehr vorsichtig sein. Und dann hätte man da wäre da ein kleiner Druck. Mit der, das steht uns heute nicht halt so zu diskutieren, das ist viel gab vom Land. Eng so ist die schon, die ich auch ganz gerne mal dir stellen, und da divergieren meine Meinungen, mit das die Evolution von der Population. Ganz viele Leute meinen, Lützeburg ist die letzten Jahre immer mit über 3% Land an die Stadt Lützeburg konzentriert, mit über 3% gewusst. Das war gut so, das war schön so, das finanziert natürlich unser Steuersystem, das finanziert unser Pensions- und Sozialsystem. Wir bringen das fertig, auch die nächsten Jahre zu machen. Sachant, dass wir wissen, dass die Population in ganz Europa, all Land, Population negativ ist. Also das kein Land wird ein positiv Wachstum in der Population wird außer Immigration. Die Migrationsdiskussion fängt man heute nicht an. Aber das darüber, dass
nun eng negativ Populationsevolution der Europäischer Union. A fir dann ze mengen wie gifen zu Lützeburg an se ganze Modell können Dr opbauen, dat man net nëmmen mat 1% mis Deel mat 3% vussen dat mengenech ass riskiert. Dat geht doch nëmmen, wann man eng Wirtschaftsevolution hunn, die substanziell iwwer der Ras von all der Länder rundum uns. Auch stehen dazu, sie positiv wirtschaftlich schwer freuen, von so viel Wurzeln, aber da muss man sich auch bewusst sein, man so viel Wurzeln muss man an der Effektivität und an der Attraktivität vom Standort Lützeburg kontinuierlich Mesuren holen, für das fertig zu bringen. Und so just das ist also eine von den Haupthypothesen, auch von diesem Plan pluriannuel, den wir vom Staat für die kriegen, und das ist eine von den großen Fragezeichen, ob man die hier nur erreichen. Eine Macht, die an den Herrn Moser hat de manière innocent an der Finanzkommission gemacht, an der schon selber wir hatten nicht an dat Volumen kein an sind absolut mit dem d'accord gewesen, das ist so an den Investimenten, die man Logement machen, an unserer Logementspolitik. Wie artikuliert sich über die nächsten Jahre? Investissementen, Akquisitionen, Bauen, und dann. Was machen wir dann? Und da tun wir von Anfang an, diese Chefrat und die Majorität hat gesagt, wir wollten auch immer multivektoriell das umgehen, und wir meinen, dass den nächsten Besoin, an den da wird für 3 Jahre, und die bleibt da, das attraktiv, abordabel, Logement lokativ abordabel, das bleibt eine große Priorität. Und dafür wird man das doch weitermachen. Wir haben auch immer gesagt, Lützeburg und Lützeburger Modell, national, wir haben auch an der Stadt, an von unserer Ökonomie, auch von unserer Gesellschaft, hat die letzten 50 Jahre gut funktioniert, an den Leuten, die lebt, auch den einfachen Leuten, nicht nur den ich weiß, wenn du alle Termen, die schon benutzt sind, für irgendwelche Klivagen und Gesellschaft zu bringen, von Decken oder Reichen oder ich weiß nicht was, auch den einfachen Leuten Aktien und Privatproprietät zu erlauben. Und das war Basis von unserer Modellökonomie hier am Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wir meinen, dass das durchaus noch immer soll, ich meine, dass das durchaus noch immer soll, Vektor vom Development sind, vom Development vom Logementsoffer um Territoire von der Stadt. Aber wir dort können helfen, werden wir das machen, sachant, dass effektiv, und das sollte Herr Moser dazu meine Stimme auch, wir können nicht alles, wann wirklich all die ganz großen Projekte gebaut sind, und davon 10% oder ich meine das 10%, sollen wir kriegen als Wirtschaftsrecht all die Sachen kaufen. Da sind wir nicht bei 500 Millionen, weil die 500 Millionen, die haben wir schon engagiert, die man uns für die hatten für das Mandatszeit. Aber da kommen wir auf 1 Milliarde oder 1,5. Und dann irgendwann fängt es einfach an, ein bisschen viel zu finanziell für die Stadt Lützeburg, weil da muss ich auch so, geht dann unser Finanzierungsmodell ab. Das ist doch ein bisschen viel, weil da stellt sich vor, ob man nicht andere als der Marché verdrückt. Und dafür ein Multi-Approche, die von Jahr zu Jahr ajustiert wird, mein das wird den Herr Moser aber durchschwätzen an der Finanzkommission und zu dem, wo wir mein Job alle Leute mit d'accord wären. Weil es gibt noch viel anderes so, mir schalten Lob von Stift. Merci. Merci vielmals, Herr Radu. Das wäre schon ganz viel Ustes für Diskussion. Herr Moser. Ja, merci. Das ist immer schwer, Herr Radu zu schwätzen, weil hört man da immer schon milch Verbot, also das ist immer nicht immer so einfach, nicht aber 100% recht, mit dem man gesagt hat. Ich will uneinke ganz kurz, aber hier auf verschiedene Interventionen reagieren. Ich will aber vitalerisch so, und ich soll quasi mal all Jahres, wir stimmen hier nicht über ein zweites Budget auf, hier feiern wir auch
net fir zweet Budgetsdiskussionen. Schon haint dort gefiel, wann es dort Interventionen vun de Kolleginnen an de Kollegen heieren, dat haierem engkeier dat wiederholget, wer doch schon engkeier am Dezember gesot ginnners, Wammer iwwer die Einzel Budgetsposten diskutieren. Ich will aber 2, 3 fundamentale Überlegungen machen, weil das einfach etwas ein bisschen steuert, wann lo permanent darauf hingewiesen wird, dass die Reserven raufgehen, an der schrecklich wird, wann lo 29 oder 30 eventuell nicht mehr so viele Reserven da sind. Ich kann nicht so, und es sind manchmal über 30 Jahre an dem Gemengerot, dann sind nicht den Ähnchen. Ich kann mich nach Zeiten erinnern, da hat das Gemeng Schulden abholen. Ich meine, wir gehören am Land zu den 7 oder 9 Gemenge sind, die keine Schulden haben. Die keine Schulden haben. Dürfen wir auch an holt mich lo net an dem der so den Finanzchefe plädeiert de lo fir an Zukunft Schulden opzuholen, mé och Schulden opholen ass neich Negatives. An ha gin net ganz viel Gemengen, die vun diverseste Majoritéite geféiert gin, die ganz gut durchstehen, die awer massiv Schulden opgeholt hunn. An plus wann ich bësselchen Niveau vum Staat gucken, an net nëmmen of vum Lützeburgsche Staat, gibt kein Staat haut mir den ohne Schulden abholen funktioniert, sodass ich mich aber da ein bisschen verwirren gegen die Idee von einem gewissen Katastrophismus, der gibt da entstehen, wenn die Reserven von der Stadt raufgehen, an der Mist die Stadt etwas Schreckliches machen, mehr Schulden abzuholen, auch Schulden abholen als nichts Schreckliches, an das gehört auch dazu. Die zweite Remarque, die ich auch machen als die über das Logement. Ich muss da so, ich akzeptiere gerne Kritiken, und ich setze mich auch immer positiv mit Kritiken auseinander. Ich muss wirklich aber so, werde ich nicht akzeptieren, als dass diesen Chefrat an dieser Majorität Lorem 4 geworfen kriegen, wir geben nicht genug am Logement mehr. Ich meine, den Herr Abdu hat für drun Zuelle gehen, und ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt hier eine Majorität, egal wen an der Majorität war, an den letzten 30 Jahren so viel Niveau vom Logement gemacht wird wie das Majorität. Das will ich einmal enker betonen, für auch mal die Märchen abzuhalten, diesen Chefrat gibt nicht investieren. Und dann, ich meine nicht gern, Madame Milchen, ich polemisiere wirklich nicht gern. Ich will nicht das Beispiel geben, wenn wir nicht en Valeur absolut gucken, aber rein pourcentagemäßig stehen mir viel besser da als Stadt Lützeburg, wie viel sozialistisch und praktisch allsozialistisch gefeiert Gemengen hier an dem Land, was das Logement angeht. Dafür wann nicht gelieft, passt aber ein bisschen auf, wer da so kann ich gerne kritisieren. Basiert wann nicht gelieft, Kritiken auf Fakten, an einfach so an einfach so global dort zu so heiget neich gemerk wie dat sitzt du hast du talsch von de Chefräder von de Gemengered vergiers an schon auch gesund an der Finanzkommission das Chefrot wird zu gut beredel und nach enkelwer not zu denken, ob man net vielleicht enker zusätzlichen Appell doffer Mer eventuell nach WFN zu kaufen fir nach enkeier Eisen Stock vun Logementer an Lu zu setzen. Da will ich onenke dat wiederholen, als ich auch heute op no gelauscht hat gëtt. Den Herr Abu hat zu Recht gesot. Mir hunn auch ganz viel Leid, die an dieser Stadt enker will neps kaufen. Dufir ass immer gesot gin die Logementer, die mir iwwer Quote kreen. Du gibt natürlich großen Teil, werde mir selber behalen. Wir werden aber natürlich auch weiter gucken, dass auch besonders Jungbürger auch nach können ein Logement kaufen. Weil es zieht auch noch ganz viel Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wollen aber ein aus einem Lokationssystem rauskommen, die wollen auch noch ein proprietär gehen. Und dafür bleibt das auch weiter ein wichtiger Punkt für diesen Chefrat.
Dann will ich nach ein Keier op die ganz viel Frohen vom Herr Weidig zurückkommen. Und ich muss sagen, Herr Weidig, die sieht geschwind, die merkt geschwind, dem Herr Benoit Konkurrenz, die kommt all Jahr immer mit den selben Kritiken. Erstens, wer die Expertisen betrifft. Herr Weidig, also ich weiß nicht, wo dir fand, dass mir nicht genug giffen Preise kontrollieren. Dann betiert mich wirklich immer derselbe müssen zu wiederholen. Wir kaufen ganz viel Wohnungen über den Droit de Präemption. Ja, weil ich der Hummer kein Choix. Entweder wir kaufen nicht oder wir kaufen nicht. Und ich weiß nicht, wo wir danach Evaluationen vorholen. Zweitens, Herr Weidig, wenn wir auf ein Steh gehen, und wir gehen auch heute auf ein Steh, da kaufen wir auf der Steh, und ich muss so ein Alkerson bis auf ein Steh, es kauft in der Welt wirklich zu einem ganz raisonnablen Preis. Drittens, Herr Weidig, wenn ich gucke, zu was für einem Preis wir zum Beispiel die WFR, da das alles zum Teil stark in dem Preis vom Marché. Dafür halt auch wannig geliefert, ob permanent zu zählen, wir geben das nicht richtig evaluieren lassen. Ich kann dich just so, sind ganz viel Immobilien, Leute, die frohen bei unserem Service, wer die appropriiert Preise sind. Und ich habe voll Vertrauen an als Beamten, dass sie das anständig machen. Und ich finde ich auch direkt auf die zweite Frage mit den Proprietäten, das können alles noch gucken, was für Proprietäten das war. Wo wir allerdings nicht machen. Herr Weidig, das ist eine Evaluation, weil die Evaluation müssen wir all Jahres adaptieren, weil die Preise verheeren. Nun muss ich sagen, wir haben da super Leute, die sich derer nicht damit aufhandeln und die sich müssen ersetzen für die ganz viele Konventionen zu machen. Wir gehen die nicht mit Statistiken beschäftigen, weil das bringt dieser Staat absolut nichts. Wir gucken, dass wir hier kommen, dass wir ein wichtiges Projekt dafür das mal leid für ich da ein Refus zu gehen, das verdient da gehabt, das bringt gut nichts, das ist sinnlos und beschäftigt sich als Leute, die viel mehr Wichtiges zu tun haben, wie das. Doten dafür will ich das auch so. Und dann ein letzter Punkt, an die könnt nicht oft hier da mich abbrechen, aber ich will wirklich nur mal müssen verschiedene Sachen. Und das, was mir Sorge möchte. So ich denke, da sind ich ganz auf der Linie mit Herrn Radu. Das ist, dass die Rezepten, die wir kriegen, an die ganz viel mit der Kompetitivität und mit der Attraktivität von unserem Wirtschaftsstandort, dass wir weiter attraktiver, kompetitiv bleiben. Ich gebe mir mal heute wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe mir mal eine Proposition noch von der Opposition kommen, wie wir weiter attraktiver, kompetitiv bleiben und nach 4 Jahren einen Finanzplatz haben, die uns erlaubt, die Moyen zu haben, an die Rezepten zu haben, für das Staat auch weiter gut leben kann. Weil es so nicht, Konkurrenz schläft nicht, an Haut kann es ganz, ganz schnell gehen, auch mit den Finanzplätzen, guckt Irland, guckt Singapur, guckt andere Finanzplätze. Ich mache mir da wirklich Sorgen. Das ist eine Sorge, die ich habe, weil das kennt auch ein Eis als Stadt Lützeburg wirklich ein auf den Kopf fallen. Gott sei Dank sind wir noch nicht da, wir haben gute Reserven, und dafür hast du noch nicht Angst, wenn du eine periodische Krise kommen, dass man da auch damit nichts geht. Das gesagt, aber vielmals merci für Interventionen. Ich lasse immer gerne noch, aber erlaubt auch, dass ich dann heute ein bisschen mehr gebe. Merci. Merci vielmals, merci vielmals. Merci, die Diskussion ist aufgeschlossen, können doch kein Wort. Ich meine, das ist ja kein Wort. Ja, das ist so viel gesehen. Das ist eine Prävention, ja, ein pluriannuellen Vehikel, da wo die so viel gesehen. Ich will just etwas so, denn ich meine, den Herr Weidig hat gesagt, wenn es dann denke, ging mir schlecht gehen, dann da schämen. Ich kann nicht so, wie ich hier angefangen habe. Das war 82. Ja, das ist schon lange hier. Ich kann mich immens gut erinnern, gelebt noch. Was wir da hatten, da war man in einer richtig großen Krise. Aber was wir da hatten wir während 2 Jahren bis 84 kompletten Abstellstopp. Kompletten Abstellstopp. Wir haben kein mehr neu angestellt, auch nicht die, die an Pension gegangen sind, aber wir haben das ruhig über die Bühne gebracht, weil jeder wusste, werden an der Südfried nämlich behandelt geht. Weil man nicht mehr wussten, wie man Paien, oder weil man sicher wollte, dass man Paien von denen, die da waren, aber könnten bezahlen.
Dono aus Gott sei Dank vu 84 Jun as het besser gang lo haben Job, lo gin ich net méi an Geschicht. Aber ich will nimme so das Gemeng die as resilient. Die as resilient fir können op Evolutionen schnell am richten afir Wert, weil man het och ze summe man. Well diskutiert gin an als Egeleit, an als Egeleit gesie am allerbechten, wo mir och e lo un als Grenze stoßen. An déi si net an de Suen. Mit die sinn an dem richtige Personal kreien für die Posten, die hai zu Recht gefrot sind, dass wir drauf von der Kräche geschwert gehen, dass von der Foyer de Jour geschwert gehen, von der Foyer Scolaire. Wir sind die Echt, die wissen, dass wir da mehr Leid brauchen. Ihr guckt ja auch die Zeitungen nach, für die Zeitungen nachgucken. Ne? Ball all Woche haben wir ball eine ganze Zeit am Lützeburger Wort. Von Posten, die ausgeschrieben sind. Aber wir werden mengen, dass man sie alle 14 Tage müssen erneuern. Aber weil wir sie nicht von tun. Das ist von den größten Problemen, die wir haben. Nach den Leuten finden, die eben vermehrt sind für die Plätze, die wir brauchen. Wir sind resilient und wir werden darauf reagieren. Aber zusammen, mengenlich können wir mit all dem, was Laurent Moser eben als Analyse gegeben hat, der Claude Radou, einfach die Zahlen, die wir kriegen, ich meine, wenn wir weiter so verständlich und aber auch vorausschauend auf die Probleme an der Evolution von unserer Stadt gucken, ich meine, dann ist es für die nächsten Jahre, und ich meine, können so Jahrzehnte oder die nächsten Jahre auf jeden Fall nicht bang. An den Sinn, und ich hoffe, dass ihr der Leute doch kennt, ich kenne ihn auf jeden Fall, die weder aus der Oberschicht noch auf der Mittelschicht, an die es nach Welt fertig bräuchte. Mit denen helfen gewiss diese vom Staat kriegen, wo der Staat baut, sich konnten hier ein Heim kaufen, hier ein Appartement kaufen, und so gut zu zwei an der Familie. Ja, das geht es. Ich kann nicht so auch einkehren, ich kann nicht so gerne so. An mir als Staat, als Staat Lützeburg, an der Staat, wird permanent weitermachen, das an HPM, de Fonds du Logement, für der Möglichkeiten zu schaffen. Wird das Jahr nach die wunderbaren Wohnungen, die wir zu Merel werden können, auf den Marché bringen, das lokativ, alles lokativ, also mit der Claude Radou Zölle genannt, Zöllen, sowohl was man ausgehen, wie aber auch an den Unitäten, liegen über 200 Wohnungen, die man kauft und an den WEFA-Projekten. Also ich meine, wir haben wirklich gut gesorgt für die kommenden Jahre. Voilà, damit hätten wir den Punkt 9 vom Plan pluriannuell aufgeschlossen. Wir kommen dann auf den Punkt 10. Das ist eine Adaptation vom Reglement Tax von der Museen. Das ist am für allem für die Leute, die Guiden da sind, für die besser zu bezahlen. Sind wir damit d'accord? Wen ist damit d'accord? Ja. Dann zum Punkt 12, Affaire judiciaire. Da sind das. Den 11, da proposieren ich, die draufgeholt, den holen wir heute nicht, die gehen zurück an die Kommissionen. Voilà. Ganz, alle gut. In alle gut zurück an die Kommissionen. Voilà. Dann kommen wir auf den Punkt 12, Affaire judiciaire. Da wären da zwei, die können raufholen, den einen Berg als Haut bezahlt gehen, an den anderen innen drinnen, ein Zoll von 3.000. Da ist schenkt nicht sicher, für wen die Rechnung ist. Da steht nämlich auch inconnu, also per d'Adresse spezifik. Wir kommen entweder sie gehen, sie fanden da raus und da sind sie bis nächstes bezahlt, oder sie fanden nicht raus und da fanden wir teurer. Voilà. Kann ich für die anderen davon ausgehen, Madame Gasch? Ja, ich wollte just ummerken, dass Opfeld das paar Großnehmen sehen, die nicht dafür bekannt sind, unbedingt kein Suen zu holen. Und das Mathildes große Montan, zumal in einem Fall, wohin sich dann aber fried, was dort drin sind, für das es dort zu einer Affaire judiciaire muss kommen. Also dir muss man darüber nicht antworten. Ich wollte da ja ummerken, weil es auffällt. Ja. Und noch ein bisschen abricht. Ja, das sind auch Große, die nicht immer gut organisiert sind. Ne? Da hat er ganz recht. Ne? Und es wird zwar bei verschiedenen, die hat aber ganz recht, bin der Türk gesehen. Und kann ich nicht hoffen, dass nicht an den Drum mehr große Probleme sind. Das ist natürlich etwas. Aber bon, kann ich davon ausgehen, dass man dürfen, die so, weil ihre Teilnehmer können, kruten sie ja schon purmal zu gefrohte Rappelle, dass sie nicht, dass sie eigentlich nicht bezahlt direkt dahin. Also.
Bon. Und dann nach dem Office Social sind wir da d'accord mit der Kreation de Post? Ja. Ja, also, bon, wir sind da mit d'accord. Und dann 14. Punkt Konventionen, Madame Gasch. Ja, ja, Nummer 14. Ja, auch just kurz, schon mal Fred gelesen, dass Personen angestellt gehen für die Begrenzung von der Stadt, notamment für die Aktion von 30.000 BEM am Territorium von der Stadt Lützeburg. Ich wollte auch natürlich noch einmal den Appell machen, dass wann oder Begrenzung geguckt wird, dadurch Wandschrift nur den Hötzeinsel soll geguckt gehen, der man doch aber noch viel an der Stadt tun. Mir fand das ganz flott, dass du die Leiter gestaltet. Na, merci. Da kann ich also von ausgehen, dass wir alle mit d'accord sind. Ja. So, und dann hat Madame Gasch mich sich gefragt, ob sie können zum Schluss ein Wort und uns richten. Weil mir ja gelesen, dass sie dezidiert hat, nicht mehr heute bei uns zu sein. Madame Gasch. Ja, merci. Ja, wir sind an der Halt schon ungefähr von der Legislaturperiode und schon als persönliche Gründe dezidiert, für eine politische Pause anzulehnen, mein Mandat am Gemeinderat aufzulehnen. Es ist nicht ein Ende von meinem politischen Engagement, aber wir sind sicherlich noch auf ein paar Plätzen rum und ich bleibe noch weiterhin an der Umweltkommission aktiv. Denn Fabrizio Costa wird für mich hier im Gemeinderat nachregeln. Ich kenne ihn hier als kompetent und engagierte Person, die ich auch persönlich immens schätzen, und ich wünsche ihm schon viel Success an seiner zukünftigen Aufgabe. Weil es eine Pause, also kein Abschied soll sein, weil ich auch kein ganz lang Rede habe, ich wollte aber ein paar Worte sagen. Das viel geschieht an den knapp 7 Jahren, an denen ich hier im Gemeinderat sitze. Es goufen Projekte, die wir alle gut zusammen gedrohen haben, Positionen, für die wir alle zusammen als Gemeinderat anstehen. Und da goufen nicht andere, wo wir nicht alle einer Meinung waren. Aber wo wir als Grüne immer auf eine konstruktive Art und Weise bedenken und Verbesserungsvorschläge abrüsten. Und ich bin ganz hoffentlich, ob die Arbeit, die ich an meiner Fraktion heute gelegt habe. Ich wollte ein paar Merci lassen als echt und einzelne Bürger und Bürgerinnen, die diese Stadt mitgestaltet. Und in den letzten 7 Jahren haben ein paar Personen, die mich kontaktiert haben, mich markiert. Ich denke da notamment an eine Person von Zeissing, die erinnert sich bestimmt, die gemerkt hat, dass Pestizide auf Felder, die von der Stadt zum Pestizid verpachtet gehen, benutzt werden. Ihrem Ansatz an permanenter Nachfrage ist zum Teil zu verdanken, dass das kontrolliert gehen ist und dass die Felder dann hoffentlich in Zukunft nicht mehr mit Pestiziden belastet gehen. Hier an all den Leuten, denen Sachen an ihrer Straße, an ihrem Quartier, an ihrer Gemeinde aufgefallen sind, an die mir an alles geschrieben haben, für darauf aufmerksam zu machen, eine ganz große Merci. Eine große Merci auch an die Interessenvereine von den einzelnen Quartieren, die viel Zeit und Energie daran stechen, für die Realität von ihrem Quartier zu bringen, an Verbesserungen vorzuschlagen. Dann natürlich ein warme Merci meine Fraktion Hai. Es war mir ein immenses Plaisir, an den letzten Jahren mit ihnen zu arbeiten, auch meine Sektion, die einfach genial ist. Und meine Partei eine Idee, ich nicht hergekommen wäre. Wie ich 2019 assermentiert gesehen, habe ich eine ganz paar Herausforderungen beschäftigt, die mir als Weltgemeinschaft, mir auch lokal im Niveau von der Stadt haben. Leider sind die Herausforderungen nicht unbedingt Männer gehen. Das europäische Zurückrudern am Kampf gegen die Klimakrise, mit beispielsweise dem Omnibuspark, Rückschritte an der Geschlechtergerechtigkeit und Rhetorik aus dem Ausland, mit als Agenten aus den USA, die systematisch Menschenrechte mit festtrippeln, sie nehmen ein paar von den Aktualitätssujeten, die mir immens Sorge machen. Und auf der anderen Seite leben ich und Menschheit und das, was wir zusammen erreichen können. Am Platz darauf anzugehen, was alles nicht gemacht wird, was alles mehr gemacht gehen, an der großen Welt, mir auch am Niveau von unserer Stadt, will ich ganz einfach, ganz tief aus dem Herzen raus, hier an der Gemeinde noch dabei sind, ich frage Merci so, in den sich für lebenswert steht, auf für eine lebenswerte Zukunft ersetzt. Und dafür, dass wir als nicht Männer mehr für Umwelt und Klima engagieren. Ich frage auch Merci so, in den sich dafür ersetzt, dass als Gesellschaft mehr no bei regelt, am Platz außernehmen. Und finalement, ich frage Merci so, in den sich gegen den Faschismus auf die Egalität von allen Menschen ersetzt. Merci, merci. Merci, wir werden also da vielleicht nach Plätzen rumgesehen, wie weiß. Ihr wisst, wir haben hier Tradition, eben, dass wir eine große Familie sind und dass die
die eben auch noch nicht mit dabei sind, aber nach für die pur Großfester, die wir zusammen feiern, invitiert gehen. Dann hoffen wir, ich auch da, Heinz, da zu gesehen. Das bringt also wirklich mit Fried. Wir haben gesehen, die habe ich wirklich mit Herz und Seele angesagt für die Sachen, die ich an uns eben noch wert sind. Und ich meine, wir sind effektiv ein gutes Stück weiterkommen. Bleibt noch zu machen, nach vieles, dafür sind wir da, sonst wäre es auch langweilig. Ich würde vielleicht aber noch für Mur, also ich komme noch da zurück, was man ganz am Anfang gesagt und am liebsten aber erinnert uns, dass das nicht, also Madame Schmidt kann ruhig, nee, die könnt ruhig heim bleiben, aber das ist nicht viel zu schreiben. Ne? Wann ich tief, ja, schau das. Das ist aber nicht gegen Pressefreiheit. Nee, aber den Abend um 7 Uhr, um 15 Uhr, um 17 Uhr, der Tisch um 5 Uhr,